Dere zum Talkthrough Februar 2026. Wir fangen jetzt einfach schon mal an, bevor wir euch alle da 100 Jahre lang warten lassen, bis der Seppi irgendwann einmal da reinkommt. Er hat noch Probleme mit seinem VTech-Computer, sein Lerncomputer ist noch nicht so stabil. Drum müsst ihr erst einmal mit mir Vorlieb nehmen, aber das ist ja nicht so schlimm, da ich sagen, oder? Das geht schon. Was ist da los, sagt der Dragon Cry. Ja, nix ist los, da sind wir. Schimpf nicht, ich kann nichts dafür, der Seppi. Wie gerade gesagt, der hat wieder hier Windows 95 auf einen VTech Taschenrechner installiert. Es geht wieder nichts, geht wieder nichts. Der wird schon irgendwann einer schwarmen, hoffe ich mal, weil der Seppi hat nämlich die aktuellsten Sachen dabei, wobei ein bisschen was Aktuelles habe ich auch dabei. Ansonsten habe ich mich mit älteren Spielen, in Anführungszeichen älteren Spielen beschäftigt. Aber du bist nicht zu spät, lieber Philipp. Und ja, Sessel-Sepp ist da, habe ich die Ehre. Was denn gestern wieder, Sessel-Sepp? Ich hoffe, du hast noch neu geschaut. Ich habe nämlich extra für die wieder natürlich Boklermons entboklert. Und für die zugeschaut haben gestern, die coole Full-Out-Work-Karten, die ich gezogen habe, 6,50 Euro wert. 6,50 Euro. Also das Booster-Pack, was wir da geunboxed haben, hat sich schon voll rentiert, hat sich schon abgezahlt. C64 gefällt das, ja, das stimmt. Der Jojo ist auch da, habe ich dir gesagt. Meinen köstlichen Schluck Wasser hier trinken. Wie schaut es bei euch aus mit der Zockerei? Was läuft? Schreibt es mir ein, wer zockt denn überhaupt bei euch? Das war immer interessant, ob da, bis auf den Philipp, da weiß ich natürlich, dass er wieder Zocker ist. Der Rest von euch, wie schaut es da aus mit los Zockos? Frei habe ich nachgeschaut, das mag ich, du bist der Guter. Da bist du eins Guter. Was sind jetzt hier? Ich komische Chat-Nachrichten kriege da. Was ist denn das? Der Livestream-Chat, Habitäre miteinander. Wer ist denn das? Der Bartige, Habitäre. Über Twitch. Wir haben tatsächlich mal einen Zuschauer über Twitch. Da schaut's her. Aber wie gestern schon gesagt an alle, die bei Twitch zuschauen, dieses anfängliche Stillsitzen von mir liegt einfach daran, dass ich warte, bis wir auf YouTube live sind und es dauert immer noch ein paar Sekündchen. Bin jetzt bei 30 Stunden. Octopath Traveler 2 ist absolut guter zweiter Teil bis jetzt. Und das Remake von Yakuza 3, ja, Octopath Traveler 2 war Welt, Be a Wild Hopper, dere waren bei mir, glaube ich, 120 Stunden Octopath Traveler 2, bis ich, aber inklusive alle Nebenaufgaben und so weiter. Und so weiter und so fort. Was sagt er? Nur noch COD. Ah, haut's mir ab mit dem Call of Duty Zeug. Da bin ich komplett raus. Nein, ist ja gar nicht so gut. Der Fokima, zumindest was ich in der Play 5 gelesen habe, waren sie nicht so begeistert. Zumindest ist anscheinend die Solo-Kampagne diesmal ein richtiger Witz. Gut, natürlich kann man sagen, Call of Duty kauft man sich wegen der Solo-Kampagne, aber es gibt halt Leute, die es spielen und dann soll es ein bisschen was zum Bieten haben und das hat es scheinbar überhaupt nicht. Und bei Mehrspieler weiß ich jetzt gar nicht, wie das neue Call of Duty abgeschnitten hat, bei Mehrspieler technisch. So, was machen wir jetzt? Dieser Erl, dieser Josef, einfach immer zu spät. Aber dabei können wir uns ja auch mal unterhalten. So, gleich Fußballtraining. Achso, da haust du wieder ab. Da haust du wieder ab ins Fußballtraining. Scheiß auf Fußball. Kannst du eh nicht. Kannst du eh nicht. Kannst du einen Fallrückzieher. Wenn du keinen Fallrückzieher kannst, brauchst du gar nicht ins Training gehen. Völlig für den Arsch. Über was reden wir heute? Ein bisschen was haben wir schon eingeschrieben. Weiß nicht, ob irgendjemand überhaupt diese Beschreibungen liest. Aber ich habe natürlich Sea of Stars, den DLC, fertig gespielt. Habe ich letztes Mal schon angekündigt. Kann ich jetzt mehr dazu berichten. Dann habe ich Metroid Prime 4 durchgespielt. Hab Dragon Quest 1, das Remake durchgespielt. Und jetzt bin ich gerade in God of War Sons of Sparta. Und da ist der Seppi. Hat dein VTech jetzt endlich geschafft, dass du da reinkommst? Brutal. Alles kaputt, was kaputt sein kann. Das gibt's ja Und nicht. das 2 Minuten, bevor ich auf Button klicken habe können. Das ist nicht schön. Das ist Ist nicht sonst auch schon schön. jemand da? Ja, sind schon ein paar da. Gnedelwutzel ist am Start, der Philipp ist da, der Jojo. Der Sesselberger ist schon wieder abgehauen. Der hat ins Fußballtraining Sacker müssen. Zement. Aber ich habe Und ihm wir schon dann das gesagt, einmal aufhören. Nein, das ist doch lauter das Geizbandel reißen. ja, ich habe auch gesagt. Und außerdem, glaube ich, kann er nicht einmal einen Fallrückzieher und dann, ja, was möchtest du denn dann? Wenn jemand keinen Fallrückzieher kann, soll er abhauen. Und der Bartige ist auch da, der Bartige. Der schaut sogar über Twitch zu. Hau ab, echt? So einen gibt's. Ja,
Und jetzt ist noch der SCCD Jojo. Ich glaube aber, das ist der Jojo, der auch auf YouTube zuschaut. Der schaut uns jetzt ein Doppel an. Aber wem's taugt? Das Das ist neue ein von den Ehrensatz. Binding of Isaac Macher soll richtig geil sein. Mutagenics, das ist mit Katzen und für die. Ja, das ist tatsächlich, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Ich habe gerade schon aufgezählt, was ich so gezockelt habe jetzt mal den letzten Monat. Wie schaut's bei dir aus? Was hast du jetzt dabei, Seppi? Es muss jetzt natürlich alles für nochmal erzählen, weil ich habe es ja nicht gehört. Hm. Was soll das? Du Ich wirst mein, dann ist einfach ja schließlich eingeweiht, ein wenn ich Vier-Augen-Gespräch. ja, du wirst einfach eingeweiht, wenn ich dann anfange, drüber zu verzeihen. Ah, okay, okay. Ja, ich hab, jetzt muss ich mir überlegen, wann haben wir das letzte Mal geredet da drin? Im Januar. Im Januar. Dann habe ich quasi, dann war ich in Urlaub Faules Schwein. und dann habe ich quasi nichts anderes gespielt als das neue Resident Evil Requiem Das ist sehr schön. und habe einen Virtual Boy getestet auf Herz und Nieren. Das Da sind bin ich meine zwei Erlebnisse, die ich halt kundtun kann. Ja, das ist schön. Das sind ja zumindest sehr aktuelle Themen, weil ich bin ja immer der immer ein bisschen hinten nach ist mit dem Zocken. Aber ich habe gesagt, ich habe aktuell habe ich auch dabei. Ich habe nämlich nach der State of Play gleich das God of War Sons of Sparta geholt. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich aktuell jetzt gerade drin und ansonsten habe ich noch ein bisschen was Altes fertig gemacht, das ich schon angekündigt habe. Aber verzeih mal vom Virtual Boy, das würde mich interessieren, weil der ist ja damals ultra gefloppt, als er rausgekommen ist. Ich hole ihn mal ins Studio, warte mal. Halt einmal, ja, ja. Der Virtual Boy, wer den nicht kennt, der glaube ich war ja, ist der in die 80er schon rausgekommen? Na, der ist tatsächlich relativ spät rausgekommen, und zwar 1995. Ja, doch, Mitte 90er, ich meine, der war schon in die Ja, 80er. die haben angefangen, glaube ich, in ungefähr, also das ist das Teil, weiß nicht, wenn er noch nie gesehen hat, so schaut er aus und so hat er als Original ausgeschaut. Also das Also ist ist ja die immer nur so, dass du ihn weltdünnste hinstellst, dann musst du deinen Konstruktion. Kopf Ja, einhalten. es ist brunzeblöd. Du hast diesen Mini-Ständer, der ist nicht einmal so hoch wie Wasserflaschen. Ja, du hast ja Du allgemein einen musst Mini-Ständer, quasi, das wissen wir ja. bin ich selber schuld. So was darf Ja, ich mal nicht klar. sagen, da muss ich besser aufpassen. Ja, klar. Da. Du hast also diesen Mini-Ständer, den du nicht in der Länge ausziehen kannst oder so, sondern der ist genauso hoch und kann auch nicht höher gemacht werden oder niedriger gemacht werden. Du kannst dann nur quasi neigen, so ein bisschen. Mhm. Das ist eine ganz eine blöde Konstruktion, das fliegt immer gleich auseinander. Und das heißt, du musst den irgendwo hinstellen, vorzugsweise auf einen Tisch, und dann musst du der Legend da einhalten. Und das ist relativ schwierig für einen Menschen, der über eins ist, weil du da immer quasi so gebückt drinnen hängst Das ist wie ein und du Sehtest praktisch, wie logischerweise, beim Augenarzt. ja, aber halt für 1990er Sehtest war. Und hast du quasi immer Kreuzweh. Ja, geil. Kraftweh und was weiß ich, was alles. Also du kannst das Ding also quasi fast nicht länger wie 10 Minuten oder eine Viertelstunde am Stück spielen. Das Gute ist, länger macht es eh keinen Spaß. Da kriegst du sowieso das Kotzen, wenn Mal du drüber schnell schaust. Potato für den Philipp, er hat uns da gerade was reingeschwappt. Stark. Fette Potato. Love you, gracias, baby. Und ja, es ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich mit dem Virtual Boy, weil den haben sie ja 1995 ausgebracht. Da war quasi äh, in die 80er haben so die ersten nennenswerten Virtual Reality Forschungen und NASA und Geschäftsprojekte rausgekommen. Dann hat es Ende der 80er, Anfang der 90er haben es dann in Spielhallen quasi die ersten Virtual Reality Automaten gegeben. Das hat dann so einen ersten Hype gehabt, und dann wollten die ganzen Konsolenhersteller VR-Brillen auch in Wohnzimmer bringen, und das haben sie der Reihe nach untergegangen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat da Sega probiert, Hasbro hat es probiert, Atari hat es probiert, und alle haben es gescheitert, gnadenlos. Und wie das eigentlich schon quasi alles hier war, hat dann Nintendo gemeint, jetzt probieren sie auch noch mal irgend sowas. Sie wissen zwar, VR funktioniert nicht, aber irgendwas müssen sie machen, weil 94 ist PlayStation gekommen. Das heißt, die haben ordentlich am Erfolgsbein gesägt bei Nintendo. Und und Sega hat einen Saturn rausgebracht, und Nintendo hat aber einen Nintendo 64 noch nicht fertig gehabt, weil es da irgendwie Verzögerungen gegeben hat. Jetzt waren die hinten nachher, und dann haben sie gemeint, jetzt müssen sie aber irgendwas rausbringen, dass sie nicht von der Bildfläche verschwinden, was ja wahnsinnig gedroht hat. Und dann haben sie irgendwie scheinbar in die Schubladen gekramt und haben den scheiß Virtual Boy noch gefunden. Oder die Forschung da drauf. Und dann haben sie da eigene Produktionsstätten aufgezogen und haben gemeint, die können da jetzt das nächste große Ding noch schnell zwischen einschirmen, und rausgekommen ist der Hammer da. Und das Ja, ist geil. einfach, ich weiß wirklich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist so eine blöde Konstruktion. Das ist Die ist unglaublich. Weltklasse. Ich finde das so geil bescheuert. Allein mit dem, wie du schon sagst, auf den Tisch aufstellen und dann den Kopf einhalten. Was soll denn das eigentlich? Wie komme ich Ja, denn das drauf, dass ist, also irgendjemand das machen mich?
keine Ahnung, was sie sich da dabei gedacht haben. Und jetzt ist auch noch so, dass es ist jetzt keine wahnsinnig beeindruckende virtuelle Welt, Überraschung, Überraschung, sondern es haben im Endeffekt rote Gameboy-Spiele. Ja, Die rot-grün, oder? War die Farbe einfach nur, nein, oder? Oder rot-schwarz. rot-schwarz? Also das Ja, ist genau, schwarzer rot-schwarz. Hintergrund und rote Linien quasi Ja. nur. Was hat es da gegeben? Und 30 Spiele, wenn überhaupt? 22. 22, 22 hat es ja. insgesamt gegeben. Und du hast halt quasi auch kein, das ist jetzt nicht voll das 3D-Ding, sondern du hast im Endeffekt so ein bisschen einen Tiefeneffekt. Das wird Mhm. jetzt, damals ist das ein bisschen so mit Spiegel und das war eine ganz verrückte Technik. Jetzt halt funktioniert es so, dass du das aufklappen kannst und da dein Switch einsteckst. Das war nämlich meine Und nächste dann, Frage gewesen, wie man da jetzt eigentlich spielt. genau, das ist einfach nur Plastik. Da ist nichts drin, da ist keine Technik drin großartig. Es sind nur vorn quasi, sagt man so Ja, diese Rotfilter und das kann man aber da, glaube ich. mach nicht hin. Jojo. Ah, genau. Die kann man aber da und dann hat man da drin halt, so Fresnel-Linsen. Okay. Die sorgen dann quasi dafür, dass das Beutel, das auf der Switch, also das Beutel auf der Switch, das ist quasi Side-by-Side 3D. Das heißt, das sind auf der Switch ist zweimal das gleiche Beutel, wird da dargestellt und die Linsen sorgen dann dafür, dass du quasi so einen leicht versetzten Blick für jedes Auge kriegst da drauf und dann Mhm. entsteht da so ein Tiefeneffekt. Also, äh, ja, das war's. Das ist keine Magie, das ist im Prinzip ein Stereoskop, Aber das das geht auch halt mit der 100 Switch Jahre 1 noch, oder wie? Das Virtual Boy Das geht mit der Zeiges. Switch 1 und mit der Switch 2, da ist ein Adapter dabei, dass beide drin halten, weil die ein bisschen unterschiedlich groß sind. Es ist Mhm. aber tatsächlich auch so, dass, habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass das Beutel von der Switch 1 besser ist wie von der Switch 2, weil bei der Switch 2 der Display schlechter ist wie bei der 1, wenn es eine OLED-Version ist. Also Wow. hast du quasi die bessere Erfahrung mit der Switch 1, mit dem Teil da. Also sie haben alles drauf ausgelegt, dass die Switch 2 richtig geil ist. Ja, das ist perfekt einfach. Alles richtig gut gemacht. Ja, ich habe ein paar Spiele gespielt. Eins war gut. Welches? Und gut ist ein sehr hartes Wort. Okay. Es war Wario Land, irgendein Wario Land, ich weiß jetzt einen Titel nicht mehr, Okay. das ist ganz lustig. Das ist im Prinzip ja, Sidescroller halt und du kannst halt hin und wieder mal so nach hinten springen und nach vorn springen und dann schwingt mal so ein Beil, das hat einen ganz lustigen Effekt. Dann hat das so eine Kleinigkeiten. Dann habe ich noch so ein Raumschiff-Schießspiel gespielt, das war der totale Horror, weil ja alles nur aus roten Linien besteht Ja. und dann alles irgendwo rumschießt, kannst du dich überhaupt nicht mehr orientieren, weil du hast da überhaupt keine Texturen und nichts. Du bist quasi immer irgendwie in einem leeren Raum voller Linien. Total schräg. Also du hast da praktisch links, du hältst deinen Kopf da rein, hast links und rechts deine Joy-Cons und spielst, oder? Genau, das ist auch noch so ein Schwachpunkt, weil im Original Virtual Boy war so ein ganz exotischer Controller dabei, der zwei Steuerkreuze gehabt hat, links und rechts und relativ bescheuert war auch vom Design. Und auf den haben sie gleich komplett geschissen, also den gibt es gar nicht. Ich habe mir erhofft, dass wenigstens es irgendwie so ein Nachbau machen, wo man dann Joy-Cons einstecken kann, aber da ist gar nichts gekommen. Vielleicht kommt irgendwann einmal so eine Nachbildung, haben sie ja beim Nintendo 64 und so weiter auch gemacht. Mhm. Weil die Spiele kannst du ja nicht kaufen. Du musst da dieses Abo abschließen, Ja, und diese dann hast Classic du. Games Dinger da und dann musst du Ja. das Extension-Dings da auch noch buchen und dann waren es, wie viel habe ich gesagt, glaube 40 Euro oder sowas, was du dann zahlen musst, dass du das ein Jahr spielen darfst. Jetzt haben sie aber auch nur, glaube ich, 5 oder 6 gleich released. Der Rest kommt dann irgendwann später. Mhm. Und ich bezweifle stark, dass das innerhalb vom ersten Jahr passiert. Also, du wirst wahrscheinlich, wenn du alle Virtual Boy Spiele spielen möchtest, mindestens 2 oder ein Abo haben müssen, wenn nicht sogar 3. Und dann hast du nur 80 Euro, was der Plastikbomber da kostet. Und dann ist das gar nicht so billig für das, dass eigentlich nur Scheiße ist. Ja, das ist schon irre, gell? 80 Euro einfach nur wie das Plastik steht. Ja, das ist echt überhaupt nichts. Also, es hat Materialkosten von 5 Euro wahrscheinlich, weil diese Mhm. Linsen, das sind billigste Fresnel-Linsen, das ist uralter Scheiß. Kannst du dich an Labo nur erinnern? Da Mhm. haben sie ja diese Papperdeckel so da gemacht und Ja, da da waren wo auch sie das schon erste so Mal schon ein Linsen bisschen drin. Virtual Reality gemacht haben, gell? Da hat es, glaube ich, Zelda Breath of the Wild Ja. VR-Erfahrung gegeben und von Mario Galaxy irgendwie was. Das kannst du jetzt theoretisch mit dem auch spielen, weil das sind einfach die ganz dieselben Linsen wie damals. Also das ist wirklich billigste Linsentechnologie, wenn man es überhaupt so nennen darf. Also da ist gar nichts an Wert an dem Teil drauf. Das ist einfach nur der Boden von Maskrug. Ja, also du, Sind Da nach haben sie dem wieder Oktoberfest typische dann durchgegangen und Zelda- haben die Maskrug-Scherben eingesammelt, mit denen zugehauen worden ist und haben sie in eine Virtual Boys eingebaut.
So ist Nintendo. Man weiß ja auch, dass Nintendo aus einer Mafia-Familie gegründet worden ist. Hüstel. Aber das ist natürlich der nächste logische Schritt. Ja, aber Labo hast du, glaube ich, wenigstens, die haben ja, glaube ich, das war wenigstens wirklich zum Aufsitzen, oder? Ja, da gibt noch was Geiles. Es gibt ja einmal diese Nachbildung da aus Plastik und dann gibt es noch eine Papp-Version. Ist das eine Pappversion? Ich war mir nicht sicher. Die ist aus Pappardeckel. Und das Geile an der da ist, die ist noch mehr ein Stück dümmer wie das da, weil die musst du die ganze Zeit so ans Gesicht halten. Und dann kannst du da mit den Joy-Cons spielen und dann hast du das die ganze Zeit so in der Hand, weil du ist auch wieder keine Halterung, sondern du musst Was soll denn das? die ganze Zeit vor das Gesicht halten. Was Also ist sie mit machen einer? wirklich unfassbar schwer, diese klassischen Wunderwerke von Rotlinien erlebbar zu machen. Das ist ja praktisch wie ich die weiß nicht, was komischen, das soll. wie die Apparate, die man als Kind, wo man so draufdruckt und es dreht sich dann immer in ein anderes Ja, Beutel. genau. Wow. Genau. Die, Wow, das Nintendo, ist, wow. ja. Ich kann es einfach nicht verstehen, was der Mist soll. Ich finde es ganz lustig. Jetzt steht er im Regal, schaut gut aus und das war's. Ich hab mir zuerst auch wirklich gemeint, das ist einfach nur ein Replika, das man sich kaufen kann, für Sammler zum Hinstellen, dass es wirklich Mhm. zum Spulen ist, habe ich mir jetzt gar nicht gedacht. Aber wenn es auch wirklich zum Spulen hernehmen sollst, dann denke ich mir so, warum nicht ein bisschen so Komfort mit einbauen? Warum nicht nur eine Kopfbefestigung? Das war das Minimum an Komfort, das ich mit einbauen kann dafür. Ja, weil du halt dann einfach auch ein bisschen mehr da investieren musst, wie einfach nur ein Plastik Ja, da waren sie Ausguss aber, zu das, machen. das warten pro Stück 60 Cent mehr für eine Schnallen, die ich mir über den Kopf von mir ausbind, weißt du schon? Wenn es mir Ja. gerade eine Schnur reinlegt zum Festbinden, irgendwas. Sie wollten halt wahrscheinlich einfach das maximal authentischste Erlebnis zur Verfügung stellen, was irgendwie geht. Ist ja auch okay, aber dann bitte nur als Replika zum Hinstellen ins Arschgeigen. Was soll Ja, das? also, Aber die werden jetzt naja. halt schon immer ausgeschamter, gell? Das ist irre. Weil ich Ja, habe ja. jetzt auch gedacht, weil der Gnädelwutzler schreibt eine, ob ich mir die Gen 1 Ding hole für Switch. Und ich so, na, klar, das nein. Das sind ja nur die 1 zu 1 Ports von die, ich glaube, Game Boy Advance Teile. Und wir haben ja diesen Emulator für Game Boy Advance Spiele wenn du das Abo abgeschlossen hast. Und ich soll aber jetzt trotzdem für diese 1 zu 1 Ports jeweils 20 Euro zahlen. Das ist nicht ganz dicht. Was soll Also das? sie veröffentlichen jetzt 1 zu 1 Ports von Gameboy-Spielen, oder wie habe ich das richtig verstanden? Das habe ich jetzt gar nicht So, verstanden. ja, genau, da ist ja diese, ich glaube, Feuerrot und Blattgrün heißt das. Das waren damals schon die, in Anführungszeichen, Remakes von der ersten Generation, weil in Japan gab es ja nicht Rot und Blau wie bei uns, sondern Rot und Grün. Und bei den Remakes auf dem Advance Money war es dann eben Feuerrot und Blattgrün. Und die Versionen bringen es jetzt halt auch auf Ding eben auf Switch aus, aber du musst die zahlen und dann 20er dafür Healing. Und da denke ich mir, Wow. was soll das? Die kehren einfach nur eingeschissen in dieses, wenn ich das Abo habe, da kehren sie eingeschmissen, dass ich damit spielen kann und fertig, aber nicht 20 Euro dafür verlangen, wenn ich sonst nichts kriege. Ja, sie sind schon wirklich, also sie machen schon wirklich alles zu Geld und das möglichst auch 5 bis 10 Mal das gleiche. Ja, eben, und das ist, also da bin ich schon, also da bin ich definitiv raus. Das einzige, ja, wie gesagt, bei Pokémon bin ich sowieso mittlerweile raus, was Spiele angeht, weil das einfach nur aber aufs Minimalste programmiert wird und dann rausgeschissen hat man jetzt die letzten Editionen gesehen. Sonst was ich mir holen darf, wenn sie es bringen, war ein Remake von der zweiten Generation, weil damit bin ich damals so richtig eingestiegen und das darf ich mir holen, aber ansonsten können sie mir immer anschlecken, vor allem wenn sie einfach nur Game Hey, Boy Advance Spiele nur mit einem 20er als Download rausbringen. ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass die ganze Pokémon-Sache da ein bisschen auserzählt ist, was da an Innovation noch kommt, weil sie können ja, sie haben sich ja da selber so ein bisschen Korsett angelegt, wo sie halt nicht weiter machen möchten und dann kannst du halt auch nicht mehr recht viel tun. Also Ja, du kannst jetzt wirklich mal ein technisch hochwertiges Pokémon rausbringen. Das war halt du einmal musst jetzt jetzt aber da. erst einmal eine Konsole rausbringen, die technisch hochwertig darstellen kann und das haben sie ja wieder Ja, nicht gemacht. Also aber man kann jetzt sind wir ja auf Nintendo 64 gestanden ungefähr, was Grafik angeht von den Pokémon-Spiele. Also man kann es zumindest der Konsolenleistung entsprechend programmieren, die Spiele, dann hätte man schon mal, weil dann hätte man vielleicht, ob sie das ausschaut wie Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Und das war ja schon mal geil, was schon eine belebte offene Welt, wirklich, eine wirklich offene Welt, vielleicht einmal mit einer richtigen Story arbeiten, nicht gerade so das 0815 zeigen. Es gibt ja ein paar so Randerscheinungen an Pokémon-Spiele, wo sie es immer wieder mal versuchen. Oder man orientiert sich an diese, ich nenne es jetzt einfach mal Mods, aber da wo sie Leute selber Regeln machen, um es eben schwieriger zu gestalten. Aber ja, das, was aktuell da machen, da bin ich raus und ich habe gesagt, jetzt hat da noch ein 20er verlangen für die Spiele. Das ist halt wirklich, das ist richtig ausgeschammt. und vor allem, ich darf mir halt als Pokémon-Fan, da immer halt auch richtig verarscht vorkommen, wenn es gerade um das Thema Technik geht, wenn ich mir dann anschaue, was die mit Beast of Reincarnation eigentlich können. Ja, Also das das ist ja ist Wahnsinn, Wahnsinn, was das ich da schaut ja eigentlich super rausballern aus. könnt. Ja. Und dann kriegst als Pokémon-Fan kriegst du über diese Uralt-Kacke da serviert.
Dabei Das hätten sie eigentlich drauf. voll, das ist, verstehe ich überhaupt nicht, aber das ist halt, in dem Fall glaube ich, gehen sie halt einfach wirklich, hey, das funktioniert, scheißegal, was wir dann, das tun wir. Ja, Übrigens, der Bartige hat gerade eingeschrieben, dass wir mal kurz anmerken müssen, wie sexy wir zwar ausschauen. Und da muss ich ihm natürlich zu 100% oh, zustimmen. sehr, sehr nett, ja. Da Sehr muss ich nett. 100%ige Zustimmung machen. Ja, also, wenn man sich einen Virtual Boy kauft, dann schmeißt man sie einfach original verpackt ins Regal, oder? Das ist Ja, eigentlich also das bessere du, Doing damit. du niemand auf dieser Erde hat mit dem Ding Spaß. Seien wir uns ehrlich. Das ist einfach, das macht keinen Spaß, das tut weh und schaut scheiße aus und die Spiele haben nicht gut. Das ist halt einfach für Sammler. Ja, genau. Da sehe ich mich drinnen, dass ich sage, okay, als Sammler hole ich mir das Ding einmal und lasse es original verpackt und stelle es mir ins Regal. Ich Mal weiß gar nicht, ob es, gucken. ja doch, jetzt glaube ich, gibt es wieder am Anfang, was relativ schnell ausverkauft, aber glaube ich, letzte Woche Ja, oder der war dann gesehen. immer wieder doch auch verfügbar. Ich weiß gar nicht, ob der Äh, so, ob der überhaupt da so bekannt ist, weil der ist ja doch recht schnell wieder vor der Bildfläche verschwunden damals. ja, Ähm, nicht einmal ein Jahr. Also ein halbes Jahr in Japan und ein Jahr in Nordamerika und das war's. Dann war er weg. mhm, stark. Also ist eher sowas für Kenner und Liebhaber. Liebhaber alter Technik. Eieieiei. Ich schmeiß dann einmal jetzt kurz meine Beendigung von Sea of Stars ein mit dem DLC. Den habe ich das letzte Mal noch nicht fertig gehabt, habe ich jetzt auch fertig gemacht. Gibt es auch eine volle Empfehlung für den DLC, weil er ist gratis und man hat trotzdem 6 Stunden Spielzeit drauf. Man hat nochmal, und es ist praktisch auch nochmal wie ein neues Spiel, mehr oder weniger, weil deine Figuren werden nochmal umgeswitcht, wie ich schon gesagt habe. Du hast neue Attacken, neue Timings bei den Angriffen. Macht auf alle Fälle sehr viel Spaß. Aber man merkt schon, dass nicht die Mühe eingesteckt worden ist in den DLC wie ins Hauptspiel. Weil zum Beispiel bei der Musik ist es, die Musik ist voll geil, das ist ja alles ein bisschen so zirkusmäßig angehaucht, das ganze Setting. Und dann hast du so Zirkusmelodien drinnen, aber ich habe festgestellt, dass die relativ kurz. Okay, mein Katz randaliert irgendwas. Dass die relativ kurz sind, diese Musikstücke, und sie dann auch oft schnell wiederholen. Und wenn du in einem Gebiet ziemlich lang bist, dann kann dir das Gedudel schon mal ein bisschen auf den Sack gehen, muss ich sagen. Hm. Und was mir auch aufgefallen ist bei den Kämpfen, du hast da so neue Attacken, wo dann auf dem Boden fährt dann so eine Zielscheibe umeinander und du musst dann da hinlaufen, wo die Zielscheibe ist. Und irgendwas hat er nicht hingehauen scheinbar, keine Ahnung was, oder hat keiner mehr drauf geschaut, aber da hast du oft so die Einblendungen von die Schutzblöcke, die sie haben, die du mit gewissen Attacken brechen kannst. Und jetzt sind die oft über die Zielscheiben und dann sagst du nicht mehr, wo du hinlaufen musst. Also das ist nicht oft so, das ist so ein Nörgeln auf hohem Niveau bei den Kämpfen, aber es gibt ab und zu so Kämpfe, wo dann auch durch die Umgebungseinblendungen von der Stage und so weiter die Übersicht ein wenig verloren gegangen ist. Aber das ist nichts Dramatisches. Ansonsten, er ist gratis, dauert 6 Stunden, ist wie ein Das ist eh kleines neues Wahnsinn. Spiel in dem Universum drinnen. Das ist trotzdem unglaublich viel Liebe zum Detail drinnen. Also, das Sea of Stars kann man vom Hauptspiel bis zum DLC uneingeschränkt empfehlen. Das soll ja auf alle Fälle unterstützt werden. Und ich freue mich drauf, weil ich glaube, es soll ja ein Sequel kommen dazu. Also, ein neues Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sehr cool. Also ich glaube, erfolgreich war es. Zumindest war es relativ lang in den Medien präsent, Ja, was ich das so ist gelesen habe ziemlich damals. viel besprochen worden, auch was ich Ja, gesehen habe. ja also Also, die kleinen Pixel-JRPGs, die haben einfach geil. Das ist einfach ein voll. super Genre. Ich mag das so gern, weil das einfach so eine schöne Mischung aus Nostalgie und moderner Technik oft einmal ist, weil die haben ja im Mhm. Endeffekt, haben das ja nicht, obwohl sie ein bisschen so ausschauen wie die Spiele damals, haben die ja modernisiert alle. Voll, ja. Allein schon von der Steuerung und vom Komfort und so weiter. Und da kriegst du einfach das. Für mich ist das immer so ein bisschen, die spielen sie immer so, wie ich die anderen in Erinnerung habe. Ja, Wenn ich dann aber tatsächlich einmal in so alles zurückgehe, dann denke ich mir, nicht da ganz, nicht knarrt ganz. Es es ist ein und zwickt es überall. bisschen Das ist langsamer, die so halt ganze zack. Sache. Ja, ja der Philipp Haben sagt, die schon wieder sehr geil. Der Philipp sagt erst, der noch eine Auswirkung gehabt, weil das ein Kampfsystem raus ist, aber also in meinen Augen bist du innerhalb von 3 Kämpfen bist du wieder drinnen. Das ist relativ selbsterklärend und also er ist gratis, Philipp, also in Gottes Namen, gratis. Hol dir jetzt den scheiß DLC. Und das mit dem Sequel, das ist gefährliches Halbwissen. Das habe ich nur, war irgendwo ein Gerücht, ob wirklich eins entwickelt wird, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe gelesen, dass angeblich im Gespräch ist. Aber hol jetzt den DLC und stell dich nicht so in Gottes Namen 30. Aber weil du sagst, auch mit diesem Retro-Look und trotzdem modern, drum funktioniert für mich das God of War Sons of Sparta recht gut. Das Hauaster, ist, wie ist das? Ich habe das das ist nur so ja nebenbei mitgekriegt. Quasi gar war nicht. ja ein Shadow Drop
bei der Ja. State of Play und da war ja, also State of Play, so viel gab es für mich da jetzt nicht, was ich rausgenommen habe, aber was ich rausgenommen habe, war eben God of War, weil es ist ja angekündigt, dass sie Remake zu den ersten drei God of War Teile raushauen und das stellen wir, also das muss ja, wenn das vollwertige Remakes wären in dem jetzigen God of War Stil, dann wäre das Überspiele, die müssen nur geil sein, also ich habe die ganze Wobei God das, of War, aber, das funktioniert ja gar nicht eigentlich, oder? Das war eine ganz andere Art von Spiel damals, wenn das ich war mich nur schon Hack recht and erinnere. Slay. Das war nur Ja, so richtig. also Also ich richtig meine jetzt nur in der hardcore Hack Optik, and wenn Slay. das grafisch so imposant ist wie Ja, die ja. jetzigen God of War Teile, dann schaut er, dann muss er das Wahnsinn sein. Und dann vom Gameplay halt auch so fein, wie das jetzt halt ist. Wenn das gut umsetzt, dann denke ich mal, mit den Remakes kriegen wir auf alle Fälle richtig fette Bretter rein zum Spielen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann eben dieser Shadow Drop mit Ghost of War Sons of Sparta, was ein Metroidvania ist, wo man jetzt an Kratos seine Vergangenheit noch spielen. Da ist er, also ich weiß nicht, ob es einmal erwähnt worden ist, aber man ist mit seinem Bruder unterwegs, man ist wird in so einer Agoge ist man gemeinsam ausgebildet worden und man geht dann auf die Suche nach einem Visalis, irgend so ein Hans Wursten, der einfach umeinander rennt und du suchst den Affen. Und der Bruder ist 11 und ich gehe mal davon aus, dass man als Kratos nicht älter ist als 12 oder 13. Und das wird so erzählt, dass der Kratos aus der jetzigen Zeit oder aus der griechischen Spielzeit noch seiner Tochter die Geschichte verzeiht, die du spielst in Sons of Sparta. Äh, Aha. Wo es auch cool ist, weil wenn dann die Geschichte weiter erzählt wird, dann hast du den Original-Synchronsprecher aus die God of War-Teile, der den erwachsenen Kratos spricht. Für das Spiel selber hast du eigene Synchronsprecher. Es ist auf Sequenzen sind auch voll synchronisiert, das ist ziemlich gut. Oh, fährt der Staubsauger los, oder? Es ist mir wieder soweit. Ähm, genau, es ist jetzt storytechnisch bei weitem nicht so tief wie jetzt die aktuellen God of War sind. Es ist eher so ein schmückendes Beiwerk, da ich fast behaupten, zumindest bis jetzt. Ich bin jetzt bei 20 Stunden und habe jetzt 50%. Also es Was? ist für 30 Ist das so Euro, groß? ja, es ist echt riesig. Also es sind viel Leck. Welten, es ist unglaublich, also elendig viel zum Sammeln für Komplettisten. Also ich denke mal, dass ich auf 40 Stunden sicher kommen werde als Komplettist, weil Leck. das ist so etwas, wo man schon geil alles sammeln kann. Es ist ein gutes Gameplay, also vom Worldbuilding und so weiter, die ganzen Level, wie das alles designt ist, ist voll geil. Meine größte Schwäche ist aber das Kampfsystem. Das ist ein bisschen träge, kommt es mir oft vor und nicht so fein, wie man es zum Beispiel jetzt gewohnt ist, wenn man jetzt wie ich es gewohnt bin, von Hollow Knight oder Metroid Dread damals. Da kann es nicht ganz hinschmecken und es hat ein paar technische Unzulänglichkeiten, was die Gegner angeht. Die bleiben oft einmal Oha. hängen. Mhm. Es ist zum Vorteil für dich als Spieler, weil die bleiben einfach stehen und du kannst es halt danach stechen. Ha, Idiot, wärst du nicht. Weltklasse. Das Ein haben wir die Gegner, Liebsten. ja, die mag ich auch ganz gern. Dann gibt es so Sachen wie, dass es so Versatzdinger gibt und du kommst von unten und der stellt sich oben ran und du kannst ihn dann einfach aufstechen. Und er tut nichts, weil Ah, er springt nicht da oben. Weißt? Das sind so Kleinigkeiten, wo du dann merkst, da ist nicht so viel, also nicht so hundertprozentig viel Energie eingesteckt worden, wie du es jetzt von anderen aktuellen Metroidvanias kennst, weil da daten sie einfach oberhupfen und eine Hand aufs Maul, aber naja, ab und zu ist es mal ganz nett, wenn du einfach so aufstehen kannst, weil es hat schon oftmals einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad. Das liegt aber eher so am Balancing in meinen Augen, weil es ist oft einmal, kannst einfach durchlaufen und einmal bin ich in ein Gebiet gekommen, dann musst du einen Berg aufsteigen und da zirkt der Schwierigkeitsgrad auf einmal irre an. Keine Ahnung, warum das so krass schwer auf einmal geworden ist. Hat mich da in dem Moment dann, also der Bereich, das war das einzige Mal, dass mich das Spiel ein wenig genervt hat, weil es teilweise ein wenig ins Unfaire abtrifft ist, weil halt auch die Steuerung nicht so 100% sauber ist. Es ist jetzt auch wieder so Nörgeln auf hohem Niveau, muss ich sagen, aber ich habe halt auch den direkten Vergleich eben nur zu Hollow Knight, weil es nicht so lange her ist, dass ich es gespielt habe. Und da ist es dann schon so, dass du sagst, ja, okay, das ist alles, es ist geil, aber es ist nicht so geil wie jetzt das Maß der Dinge, wo es halt Hollow Knight oder wahrscheinlich mittlerweile Silksong ist. Da können es nicht hinschmecken, es aber ist halt auch für, schwierig, gell? Mittlerweile mit den ja, Metroidvania, voll, die haben halt brutal gut alle. Also da kommt halt ja, fast keins mehr, außer dass es irgendwie nicht funktioniert. Die haben alle voll auf den Punkt, saugeschmeidig. voll, ja. Egal ob Silksong oder Mio oder Prince of Persia, das letzte, die haben Ja, alle genau, das habe ich wahnsinnig die ganze gut. Zeit vergessen, genau, weil das ist ja habe ich ja noch aktueller, weil das spiele ich auch immer wieder und Ja. da kann's nicht hinschmecken. Also es ist eher so im oberen Mittelbereich, da ich jetzt sagen, von die Metroidvanias.
Es macht aber Spaß, es hat einen geilen Spielflow. Also, wenn ich hier sitze und fange an zum Spielen, da wünsche ich mich selber wieder und schaue so, wow, fuck, Alter, jetzt habe ich 3 Stunden gespielt und wollte aber gerade kurz noch schnell was machen, aber es ist halt dann so, da noch schnell was schauen und hier kannst du was sammeln und da hinten finde ich noch was. Du hast einen Haufen Kampfherausforderungen, du hast echt viele Figuren, du hast ein riesen Glossar mit Wissensbeiträgen, die du sammeln kannst. Also für 30 Euro, was kostet, kriegst du wirklich ein fettes Paket, das man empfehlen kann. Und die kleinen Fehler, die ich gesagt habe, heute hat es irgendein Update einmal runtergeladen. Mal schauen, ob es jetzt ob da jetzt die kleinen Mängel behoben worden sind. Aber für mich erstens mal als God of War-Fan macht es voll Spaß und als Metroidvania-Fan bin ich auch voll drinnen. Das haben sie sehr gut gemacht. Taugt mir. Also ich kann God of War nur empfehlen. Und der Stil ist halt auch cool, weil die Figuren halt auch wirklich wie so Sprites, so Super Nintendo Sprites ausschauen, aber dann trotzdem irgendwie sehr modern wirken. Die Welt ist cool gestaltet, coole Hintergrundsachen sind immer dabei, weil im Hintergrund hast du dann oft einmal so diese riesigen Statuen von die griechischen Götter, so wie man es aus die ersten God of War Teile noch kennt. Es hat sehr viel Wiedererkennungswert, also macht Spaß ohne Ende und mit gefühlt 30 bis 40 Stunden Content, dass man auf 100% ohne Trophäen, da weiß ich jetzt nicht, Trophäen habe ich nicht geschaut, aber damit man die 100% im Spiel stehen hat, bin ich bei 30 Euro, mache ich eigentlich nichts falsch. Ja, es ist schon ein cooles Gesamtpaket dann. Und ich glaube, also so wie sie das angehört haben, ist ja größtenteils so kleine Fehlerchen, die man mit Patches Mhm. ausmerzen kann, außer halt vielleicht wenn die Steuerung von Haus aus nicht so galant ist, dann wird es schwierig. Aber so Aber Gegnerverhalten, das ist ja kein Problem. ja, eben das Gegnerverhalten ist gleich weg und also die Steuerung also sie funktioniert schon gut, aber sie ist halt nicht perfekt. Also sie Mhm. ist so sehr gut, aber nicht perfekt. Es sind immer wieder so Dinge, wo sie einfach merken, da war ein bisschen Feinschliff, dann war es halt perfekt, das Ding, weil das merkst du, weißt du einfach von anderen Spielen, eben wie Prince of Persia, das ist einfach, da wenn ich stirb und, ob sie voll, oder so, dann weiß ich, das war jetzt mein Fehler. Mhm. Aber bei God of War ist es oft so, dass ich sage, ja, da konnte ich jetzt gar nichts machen, weil manchmal haben sie da so 4 Gegner auf einmal und das ist dann so ein Durcheinander und da kannst du eigentlich irgendwie gar nichts mehr machen. Da musst du dann irgendwie ausspringen oder so, weil das hat dann oftmals keinen Taugen nicht. Das finde ich ein bisschen schade, weil da gibt es ja dann Abzug in der B-Note. Aber ansonsten voll geil, auch cool mit der Vollsynchronisation, dass jede Figur seinen eigenen Synchronsprecher hat, dass man Kratos seine Originalstimmen wieder hat, wenn man in der Gegend oder in der Zeit ist, wo das als Erwachsener erzählt. Und ich bin auch gespannt, wo die Geschichte dann hingeht, weil von seinem Bruder hat man ja, glaube ich, in die alten Teile nie was gehört. Also ich gehe fast davon aus, dass das auch noch ein sehr tragisches Ende nehmen wird mit seinem Bruder, weil, wie wir wissen, steht der Kratos irgendwann komplett allein da, ohne irgendjemanden und dann halt irgendwann sein Burm jetzt halt in der nordischen Mythologie. Deswegen gehe davon aus, dass es nicht wohlwollend enden wird für seinen Bruder. Aber Mhm. da kann ich euch dann beim nächsten Mal mehr erzählen, wie es ausgeht von der Story her, weil dann bin ich sicher durch damit. Ich hätte überlegt, ob ich stream. Dann habe ich kurz angefangen und dann habe ich 5 Stunden gespielt und ich so, jetzt habe ich 5 Stunden gespielt, jetzt fange ich nicht nochmal von vorne gerade für den Stream. Pech gehabt. Unterm Überlegen, ob du streamst, hast quasi schnell 5 Minuten später, 5 Stunden Ja, genau, später. genau. Ich wollte einfach mal schauen, ob es rentiert zum Streamen, wie es ist und so. Und dann habe ich gespielt und gespielt und gespielt und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich werde es nicht streamen, werde sich schon was anderes mal finden. Der Gnädelwurzel schaut auf den zweiten Teil von Kena Bridge of Spirits, bin ich gespannt. Ja, ich habe den ersten Teil gerade ein bisschen angespielt. Zweite Teil, Trailer schaut mega geil aus, da bin ich erst sehr gespannt. Haben wir jetzt auch wesentlich mehr Budget gehabt, haben ja dann glaube ich auch von Sony selber, ich weiß nicht, ob das Studio gekauft worden ist, das Kenia gemacht hat, aber die haben da viel mehr Kohle jetzt reinbuttern können in den zweiten Teil, das schaut super aus. Ja. Und ob wir mir die Demo von Pragmata probiert haben, fand ich so, ja, ganz cool, aber das bekommt noch mehr Tiefe. Ne? Nein, habe ich noch nicht probiert, aber auf das Spiel Pragmata selber bin ich sehr gespannt. Ich habe es installiert und dann nie do. Ja, Aber es Klassiker. ist, es ist so, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll irgendwie. Also irgendwie ist es interessant, Mhm. aber irgendwie kann ich mir auch nicht wirklich was darunter vorstellen. Ja, ich auch noch nicht. Also Aber, es schaut nur und jetzt so wie das jetzt optisch. da, sie liest, was der Philipp schreibt, kann man aus der Demo auch nicht wirklich viel auserzählen. Ja. Aber ich bin auch Also, sehr gespannt auf das Spiel. Also es spricht mir optisch voll so und auch mit dem, dass man wieder jemanden dabei hat, auf den man aufpassen muss. Und so, das finde ich immer cool. mhm. Da hast du eine geile Immersion und eine geile Bindung. Aber ich hoffe, sie machen dann noch genug draus. Aber Kommt jetzt ja eh einmal, bald, oder? Ich glaube im April. ich glaube auch, ja. Aber jetzt einmal das große Ding, Seppi. Wie läuft Resident Evil Requiem? Wie ist es? Saugut. Ja, nichts anderes hören. Nichts anderes hören. Überall gute Wertungen, also halt den Schnauze. Ja, die hat es
größtenteils da die sagen auch zu Recht. Es ist natürlich für Serienfans ist das ein Fest. Also absolut gigantisch. Sie haben ja jetzt fahren jetzt diese Doppelschiene nicht mehr wie früher, dass du quasi im Endeffekt zweimal das gleiche Spiel spielst mit zwei verschiedenen Figuren, sondern du hast jetzt wirklich das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass du eine stringente Erfahrung mit den zwei Charaktere hast. Du spielst quasi einmal die Grace und einmal einen Leon und die sind in einer fortlaufenden Erzählung. Also du kannst nicht auswählen und musst nicht dann mit einem das komplette Spiel spielen, sondern das Mhm. wechselt sich immer wieder ab. Und es ist halt auch nicht so wie bei Assassin's Creed Shadows, dass du quasi wählen kannst, mit dem du spielst in bestimmte Abschnitte, sondern du hast immer feste Punkte, wo es sich dann ändert, weil das auch von der Handlung und von dem ganzen Aufbau her notwendig ist. Anfangen tust mit der neu eingeführten Dame, der Grace Ashcroft. Das ist, darf man auch sagen, das ist eigentlich auch schon aus dem Trailer bekannt, die Tochter von der Journalistin von irgendeinem alten Teil, also Revelations oder so, glaube ich, war die. Ja, ich Hat bin mir man die nicht mal sicher, ob es gesehen? Revelations oder Outlast war. Eins von denen Ja, jetzt. Oder eins von den Outcast, zwei. weiß nicht mehr. Ja, Ja, irgendwie da hat sie mal so einen Auftritt. kennt keine Sau. So wird die quasi ins Universum eingewoben. Das ist keine FBI-Agentin, wohlgemerkt, sondern eine FBI-Analystin. Mhm. Eine FBI-Agentin, da sind wahrscheinlich nämlich anders verhalten in bestimmte Situationen wie die liebe Grace, die sehr unerfahren ist, sehr schüchtern, sehr ängstlich in den Gesprächen wirklich, also manchmal, also wenn es andere Charaktere mit ihrer reden, schaut sie erst mal im Boden ein. Also das ist wirklich sehr zart beseitigt. Genau das richtige Zumindest am Universum für sie Anfang. dann. Genau, und die wird natürlich, also für das Story ist es so, fängt es so an, dass sie quasi einen mysteriösen Mordfall, einen Tatort analysieren soll von einem mysteriösen Mordfall, der zufälligerweise in dem gleichen Gebäude sich ereignet hat, wie der Mord an ihrer Mutter vor ein paar Jahren. Tatort, Äh, was ist das? Tatort. Tatort, Tatort. Da wird es dann allein hingeschickt, muss man jetzt einfach so hinnehmen, und Ja, schaut Personalmangel dann. haben wir überall. Massiven sogar, weil da Das ist dann auch ist nur ein normaler Polizist, der sie empfängt und dann musst du so ein bisschen so in dem Hotel so ein bisschen rumluren, was denn da los ist und dann passiert natürlich furchtbare Sachen und der neue Antagonist, der Dr. Victor Gideon, kommt mhm. und entführt die liebe Grace und das ist ein richtiger Saukerl. Also den Echt? haben's, also den, wenn du da anschaust, das sieht man in den Trailer schon ein bisschen, der ist so richtig widerlich und hat so Das diese. ist der mit den komischen Augenglasel-Dinger Ja, da. der hat so eine komische Mhm. Vorrichtung im Gesicht so und dann siehst du halt eigentlich immer nur so das unteren Teil von seinem Gesicht und seine komischen asseligen Zähne und wie das halt immer, wie er seine Mundpartie halt bewegt und so, das ist also ein richtig widerlicher Typ. Geile Crystal Meth Der Center, ist, ja. ja, der ist ein bisschen größer wie normale Menschen, was man dann relativ schnell merkt und der führt halt was im Schilde. Und ich finde, den haben sie richtig, richtig geil gemacht, der ist richtig unangenehm. Mhm. Äh, aber was schade ist, also ich darf offiziell gar nicht so viel erzählen. Da gibt es Mhm. strikte Embargos und das Spiel sind nicht draußen. Aber ich kann ja mal andeuten, dass aus dem noch mehr hätten rausholen können, finde ich. Also Okay. der hätte mehr Potenzial gehabt. Ähm, der Leon ist immer noch der gleiche One-Liner schmetternde Hau drauf, Obercoolio, wie das im vierten Teil ist. Also der Immer nur knüpft da geile nahtlos an. Backflips und Türen mit Habe Dropkicks ich sehr lachen aufmachen. müssen, habe ich sehr lachen müssen. Das erste Mal, wenn du ihn spielst, musst sofort kämpfen und er rast sofort aus mit Roundhouse-Kicks und alles mögliche. Also, der hat es Das immer ist da so voll geil drauf. dumm. Das schaut er irgendwie, also wenn er so einen Roundhouse-Kick macht, das schaut er immer noch so ein bisschen dümmlich aus, wie beim Vierer halt auch. Das ist dann auf einmal Ja, so schnell geht, das ist so komisch. Also das haben's, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Absicht. Ich unterstehe jetzt einfach Absicht, dass das immer noch mittlerweile genauso muss es ausschaut. sein. Ja, also das kann er alles noch. Er hat der große Unterschied zwischen den zwei Figuren ist einfach, sie ist knallharter Survival-Horror Mhm. mit einer defensiveren Spielweise. Er ist der Action-Anteil und da geht es ab wie Sau. Also mit ihrer schleichst du teilweise, du kannst nicht einfach jeden umbringen, du hast immer massive Ressourcenknappheit, du hast nur eine Kackpistolen, du hast fast nie Munition, du hast ein winziges Inventar, das du dann nur so klassisch dann mit so einer Kiste dann, wo du bei Sachen ablegen kannst und so Mhm. Speicherpunkte. Das ist bei ihrer genauso wie früher. Ja, geil. Ihrer ist fast jeder überlegen.
Du Mhm. hast auch keinen wirklichen Nahkampf, du kannst nur mal einen wegschubsen, dass du ein bisschen abhauen kannst wieder. Und das ist eigentlich alles, was sie gerade sich leisten kann. Sie hat eine, der würde ich sagen, ich glaube schon, sie hat eine besondere Fähigkeit, die sie ein bisschen vor allem unterscheidet. Sie kriegt relativ früh im Spiel, findet sie ein Gerät, mit dem es quasi infiziertes Blut aufnehmen kann und aus dem kannst du dann craften. Und da kannst du dann bestimmte Mhm. Verbesserungen für sie freischalten, beziehungsweise Waffen herstellen, die halt der Leon nie hat. Da kannst du dann ein bisschen mehr machen, wie nur der Vorlaufer mit den Sachen. Okay. Aber insgesamt bleibt sie in ihrem Hauptabschnitt sehr defensiv und du bist eigentlich hauptsächlich auf der Flucht vor unfassbar krassem Scheiß. Also das ist wirklich, was die da an Kreaturen geschaffen haben, ist wirklich krass. Also ich möchte fast sagen, mit das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe bei Resident Evil. Uh. Äh, und die haben, also die Passagen, was du dann mit denen konfrontiert wirst, die haben auch richtig geil gemacht. Also da haben dosierte Jumpscares drin, du hast immer Mhm. so einen leichten Terror im Knack. Es ist, ich finde fast mit Abstand, nicht mit Abstand, aber ich finde, das die beste Zeit vom Spiel hast in diesen Survival-Horror-Abschnitten. Okay. Weil die haben so dicht bepackt mit Atmosphäre und Grusel und das Setting ist so geil, also das hat mir voll taugt. Ähm, Am Anfang spielst du also hauptsächlich die Grace und hast nur so ganz kurze Elemente, das beim Leon spielst und da geht es aber dann actionlastig voll ab. Also das erste Mal, wo er auftritt, ist er, bricht auf der Straße von der Stadt Chaos aus, weil bestimmte Sachen passieren, dass ganz viele Infizierte kommen und dann ballerst du die umeinander wie ein Irrer. Seine Knarre, die Requiem, das ist quasi so ein Einschussmonster, das alles zum Zerbersten bringt. Die hast auch das ganze Spiel über, aber die hat immer nur sehr wenig Munition und kommt selten zum Einsatz. Alter Zerberster. Und dementsprechend knallt das auch alles sehr. Und Blut ist ein ziemlich großes Thema in dem Spiel. Du kannst ziemlich viele Körperteile abtrennen, du kannst Sachen zum Explodieren bringen und das ist technisch auch saugeil umgesetzt, weil die Dinger, wenn es zerreißt, die komplette Umgebung und auch der Spielfigur ist einfach im Blut getränkt. Ja, Und schön. das schaut wirklich affengeil aus, was sie das gemacht haben. Also das ist jetzt nicht einfach nur alles rot, sondern du Ja. siehst dort richtig die feinen Spritzer überall. Das ist physikalisch richtig angeordnet, teilweise, wo das Hirn platziert ist, wenn es der Sprenger darfst. Das ist wirklich, da haben sie ganz viel Liebe zum morbiden Detail an den Tag gelegt, sage ich mal. Ja, so muss es sein. Voll. Kettensägen, alles dabei. Der Leon hat ein gigantisches Arsenal an Waffen und das weiß er einzusetzen. Also du kannst die auf einen massiven Actionanteil freien. Ähm, Insgesamt, glaube ich, holt es so ein bisschen die Waage an Spielanteil von ihr und von Erben, wobei sie am Schluss ein bisschen nachlässt, finde ich, von der Okay. Spielmechanik her. Also so krass, wie es am Anfang ist, so ein bisschen seichter wird es am Schluss. Also da nähert er sich fast ein bisschen für dem Gameplay von ihm an, das was eigentlich ein bisschen schade ist, weil der große Unterschied macht eigentlich die geile Mischung aus. Mhm. Und ja, für die Settings her darf ich jetzt leider nichts sagen, weil von der Handlung muss man halt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, da hat der Aber Capcom so selber, viel, glaube ich, ganz viel Posts rausgehauen, dass man doch bitte die Leute ja, nicht spoilern soll, weil anscheinend schon wieder einige Arschlöcher unterwegs sind, die da über drei versuchen, Leuten einen Spielspaß Seitenlisten, zum verderben. 3 Seiten lange Listen, was man sagen darf, wann man es sagen darf und wie man es sagen darf und welche Bilder das man sagen darf und so. Also da haben schon ziemlich dahinter. Es Okay. sind also Spoiler vor Release rausgekommen. Also Mhm. wer da nichts sie vermiesen lassen möchte, der muss Obacht geben, wo er auf die sozialen Medien umguckt. Lauter Insgesamt ist die Hurensöhne. Handlung, Scheiß ja, Spoiler-Hurensöhne. verstehe ich nicht, wer da was davon hat, das ist mir ein Rätsel. Ja, da bist du halt einfach Naja, nur so ein kleines Arschloch, das da alleine ja, sitzt und sonst nichts von seinem Leben hat. genau. Äh, Ich muss sagen, die Handlung an sich ist nicht sehr prickelnd. Also Ja, es klassisch ist halt eine Resi, oder? Resident Evil-Handlung. Ja, Sie hat natürlich, weil es ist ja bekannt, dass du wieder nach Raccoon City irgendwann kommst, ja. äh, greift ein paar so Handlungsstränge von vergangenen Teilen auf und führt ein bisschen ein paar so Sachen zusammen. Also wer jeden Teil noch richtig schön im Kopf hat, der hat und immer schon Spaß gehabt hat an dieser völlig chaotischen B-Movie-Handlungsgeschichte, was die da über die Jahre aufgebaut haben. Und der wird da voll abgeholt. Äh,
jeder andere muss das halt einfach hinnehmen, was ihm so serviert wird. Also da wird nicht groß erklärt. Also du musst schon ein bisschen, da wird Grundwissen vorausgesetzt. Okay. Aber es ist ja nicht so sehr die Handlung, die das Spiel spannend hält, sondern vielmehr die Spielweisen, wie es wechselt zwischen die Charaktere und so weiter, wo es das nächste Ziel kommst. Und das ganze Zeug ist viel spannender wie die Geschichte an und für sich. Ich habe die ehrlich gesagt irgendwann vergessen, dass es eine Handlung gibt. Also das ist einfach scheißegal, muss man einfach so sagen. Also, du freust dich halt einfach immer über die nächste Szene, was drin steckst und hast einfach mal Spaß am Spiel. Das ist nicht Hauptsache bei so einem Ding. Ja, also ich habe das Remake vom Vierer habe ich schon enorm gefeiert, weil das einfach nur Spaß gemacht hat, von der ersten bis zur letzten Sekunden fand Das ich. war Welt, Und ja. das ist da nochmal besser. Also ich fand ja so von der Kreativität und von was sie halt neu gemacht haben, so, da habe ich das Resident Evil Sim immer am stärksten gefunden eigentlich. Ja, Äh, das stimmt. Gameplay-technisch war es Vierer, das Remake vom Vierer einfach fantastisch und ich möchte fast behaupten, dass es Niner jetzt quasi diese beiden Spiele nimmt und logisch und stimmig zusammenführt. Also wenn dir die zwei Spiele gefällt haben, dann gefällt dir mit Sicherheit auch Niner. Das ist Okay. so mein Take an ob das funktioniert oder nicht. Also da hast du eigentlich, das ist für so ein kleines Best-of, finde ich, von Nicht einmal einen alle sauberen bisherigen. Hot-Take, oder? Nein, es ist Stinknormaler einfach nur Take. ein Take. Stinknormaler Take. Das ist schon kacke. Darfst du was sagen? Wird die Story von Teil 7 und 8 weitergeführt, irgendwie aufgegriffen? Darfst du dazu schon was sagen, zu dem Bereich, was du jetzt gerade? Oder, also, Also mir, sie setzt nach dem dritten, also sie setzt nach die Ereignisse vom dritten Teil an, aber 30 Jahre später. Also das, was nach dem dritten Teil passiert ist, ist quasi der Grundstein für die jetzige Handlung mehr oder weniger. also, du Ich habe hast mit das dem jetzt, 7 und 8, weil der 8er ist ja eigentlich offen, dass da was weiter erzählt werden soll. das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so sagen, weil ich jetzt das nicht mehr so im Kopf habe, was im 8. passiert ist und dann sind wir am Schluss. Ich habe mir jetzt auch keinen Mhm. Recap mehr angeschaut. Ich habe das weißt du, so ein bisschen als Gedächtnisprotokoll wiedergegeben. Ich bin relativ gut mitgekommen, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob die eine Rolle spielen. Ich darf aber eher sagen, ein bisschen. Okay. Ja, dann lass ich mich Also es ist überraschen. nicht so, als dass die gar nicht existieren, aber ich darf fast sagen, wichtiger ist, dass du weißt, was im zweiten passiert ist Mhm. und im dritten. Okay. Ja, dann mal gucken. Ich werde es mir auf alle Fälle auch demnächst holen, wenn ich mit God of War fertig bin. Dann werde ich mir das Resident Evil 9 einbauen. Es dauert ungefähr, also ich habe 65% aller Errungenschaften gehabt, habe relativ früh rumgeschaut und habe 16, 17 Stunden, 16, 16,5 Stunden, glaube ich, gebraucht. Okay. Also es ist jetzt nicht so episch riesig groß, aber es hat halt viel Wiederspielwert, weil Mhm. du natürlich 1000 Achievements und abseits der Trophäen auch noch erreichen kannst und so weiter, extrem viel freischalten kannst. Es gibt einen Haufen Easter Eggs, die es zum Finden gibt. Und ja, Sammelbares gibt es natürlich auch. Mr. Raccoon, so kleine Figuren. Ja, die man wieder Die abschießen haben, kann, oder? Wahrscheinlich. Die hast du, ja glaube ich, im genau, Remake die vom haben, 2 und im 4 hast du doch auch sowas gehabt. ja, es gibt insgesamt 25. Ich habe jetzt ohne wahnsinnig stark aufzumessen 20 gefunden. Mhm. Also das ist, also ein paar haben schon gut versteckt, muss man schon sagen. Ähm, aber insgesamt waren die schon mal schwieriger. Also beim Simmer oder so, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich nie erfahren, dass es überhaupt Sammelfiguren gibt. Da habe ich keine einzige gefunden. Kannst du da jetzt aus dem Stegreif auch nicht mehr sagen, ob ich da mal ja nicht gesehen habe oder nicht? Ich meine, da gibt es so kleine, also kleine Nachbauten von irgendeiner Figur aus dem Spiel oder irgend sowas war das. Oder ja, ich glaube schon, dass das Simmer war. Das kann Aber ich habe da sein. nie einen entdeckt. Also die waren schon mal besser versteckt, möchte ich damit nur anmerken. Geil. Ja, ich bin Genau. gespannt, ich bin sehr gespannt drauf. Also, da freue ich mich schon richtig auf das Ding. Jetzt, wenn Ja, wir, jetzt, wenn wir als God of War nicht reingerutscht war, dann hätte ich es auch schon gleich vorbestellt, aber da ich mit God of War wahrscheinlich noch bis nächste Woche beschäftigt bin, habe ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit lassen. es kostet halt auch scheiß 80 €, gell? Also das Ja, ich glaube, muss man ich glaub, vielleicht im auch noch Mediamarkt habe ich es erwähnen. für einen 70er gesehen. Ja, äh, Oder waren es sogar gerade 65, da hat es irgendwie gerade einen Rabatt gegeben. Und dann haben wir gedacht, vielleicht Steelbook dazu, mit Steelbook 95 €. Und ich so, ja, aber da ist ja nichts anderes dabei in dem Spiel. Das ist nur ein scheiß Steelbook. Ich werde jetzt nicht 20 € na, nur für ein Last Steelbook zahlen. Das pimmelt. also da, ich meine, das Geld rentiert sich. Das Spiel Mhm. ist wirklich
absolut atemberaubend. Die Grafik, das Design, das ist wirklich höchstes Niveau. Ja, ja, das ist ja eine Es gibt quasi hauseigene keinen Fehler. RE-Engine, oder wie es heißt. Ja, ja. Und Die schaut das ja. ist auch wirklich beeindruckend, weil du kannst ja, sie empfehlen ja, dass die die Spielabschnitte mit der Grace in der Ego-Perspektive und mit Ja, dem aber. Leon in Third Person spielst. Du Hm, kannst aber jederzeit wechseln und das ist wirklich beeindruckend. Das funktioniert beides perfekt. okay. Das ist jetzt nicht so wie beim 8er, wo sie dann hinten noch eine Third Person eingepatcht haben. Ja. Da hat man ja gemerkt, dass das Spiel eigentlich für Ego-Perspektive gemacht worden ist und das andere dann hinten neu gefriemelt worden ist. Das ist von Haus aus auf beide Perspektiven gemacht und das finde ich wahnsinnig krass. Habe ich noch keinem Spiel gesehen, wo es zwei Perspektiven gibt, dass das so gut funktioniert. Mhm. Und beim Leon ist tatsächlich ja so, also bei ihr da die auch wirklich nur in der Ego-Perspektive bleiben, weil das halt alles noch viel gruseliger macht. Beim Leon ist tatsächlich ja so, dass da wirklich, je nachdem, was das Spiel gerade von dir verlangt, gegen welche Gegner das du kämpfst, auch umeinander schalten sollst, weil es manchmal so besser ist und manchmal so besser ist. Also das ist Okay. wirklich, da muss man wirklich ein bisschen experimentieren, das lohnt sich da ein bisschen rumzuprobieren. Das muss man nicht fest in einer Perspektive durchspielen. Es gibt wirklich Abschnitte, da wo sie die besser lohnen und es gibt welche, da wo sie die besser lohnen und beide Punkte funktionieren einfach super. Es ist wirklich, die haben wirklich ganz viel sehr richtig gemacht. Na, sehr schön, das gefällt mir. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir vielleicht schon langsam wieder in so ein Ding wie Resident Evil 6 hinsteuern. Na, Das ist eine gar nicht. Also Vollkatastrophe. Weil nach man dem hat am 8er war Anfang, es ja schon ein bisschen gespalten. Nach dem 8er die Leute und ich war auch, also ich finde es 8er cool, aber es war mir schon wieder ein wenig zu actionlastig, muss ich sagen, das 8er. Das Achter ist ja eher so eine Freakshow mit ein bisschen schwarzem Ja, Humor und großem Actionanteil. Also da ist nicht recht viel genau. Grusel dabei. Und der war mir schon wieder zu groß, muss ich sagen. Also geile Ja, Figuren mit der Lady Dimis sowieso die und so. Also das, Mitreschko. genau, die Mitreschko, Ja, das Design Oberwelt, gut, Design, da haben sie nie ein Problem. Aber Sixer war ja wirklich grauenhaft. Und ich habe schon ja. Angst gehabt, dass wir uns jetzt halt wieder zu weit wegbewegen von dem. Aber hört sich sehr vielversprechend an. Also so Over-the-Top-Charaktere wie im Achter gibt es da nicht. Also das Mhm. ist geerdeter. Sag ich mal. Ja, Also ich das ist weiß nicht gerade, so dieses, Fantasy-lastig und so, weißt du, was ja, Achter war. Die haben ja quasi alle möglichen Horrorfiguren, die es jemals in der Geschichte des ja, Horrors gegeben hat, ja, haben sie ja da Vampire eingepatzt. und Werwölfe, die Ja. da en masse die ganze Zeit reinkommen. Das ist Aber jetzt ja, wieder so richtig geerdeter Resident Evil infizierten, mutierten Horror. Also ja, dieses so in die Ekelviech, das Richtung man im geht's. Trailer schon gesehen hat, mit dem riesen Kopf, das durch die Gänge so dir nachher rennt da. Das ist, Wow, ja, also, bloß auf. Das Leute, das ist graus, so von dem graust man gruselig. schon so, hau Was mir auch ab cool mit ist, dem. diese ganzen mutierten Infizierten haben also kleine Backstories, die du erfährst, wenn du die Notizen Mhm, liest. Also das sind ja nicht einfach nur böse Monster, sondern das waren alles immer Menschen und da steht ein bisschen was drin, was dem Ganzen ein bisschen mehr Gewicht verleiht, finde ich. Also das haben sie ganz cool gemacht. Und ein paar von den Zombies, vor allem in dem ersten Abschnitt mit der Grace, die haben auch noch ein bisschen Persönlichkeit mhm. erhalten. Also Ja, die das habe ich waren, auch gelesen, dass die immer nur das machen, was sie zu Lebzeiten teilweise gemacht haben, ja, wie mit, du kannst ein Licht ausschalten oder anschalten und dann gehen die automatisch hier und schalten das irgendwann wieder aus oder so ein Mist. ja, das ist quasi wahrscheinlich irgendwie der Concierge oder sowas, weiß ich nicht, was der war, der Ja, der gute quasi alte immer Licht nur ein- und schaut. Ausschalter, man kennt ihn ja. Genau, der ist ein ganz wichtiger Faktor in jedem Herrenhaus. Ja, ja. Und der schaut halt immer, dass das Licht ausgeschaltet bleibt. Jetzt, wenn du quasi, da gibt es so Abschnitte, da haben mehrere Lichtschalter. Jetzt, wenn du eins anschaltest, dann läuft er da hier und schaltet es wieder aus und haut dann die ganze Zeit so dagegen. Dann Mhm, kannst du quasi währenddessen um ihn rundum schleichen und kannst das beim anderen wieder machen, dann läuft er da wieder hier. Und so kannst du es halt hin und her schleichen. Dann gibt es noch zum Beispiel so eine Putzfrau oder sowas, die wischt halt, möchte halt alles immer sauber halten und wischt halt aber eigentlich überall nur Blut hin. Dann gibt es die haben relativ lärmempfindlich, weil die irgendwie operiert worden haben oder sowas. Die werden dann saugrantig, wenn es laut bist oder wenn andere Infizierte laut haben. Das kannst du dann mhm. wiederum für dich nutzen und lass es ja nicht sagen. Also, ich muss wirklich sagen, je länger, dass ich drüber nachdenke und je mehr, dass ich drüber rede, ist dieses erste Drittel mit der Grace ist einfach genial. Das ist mit Abstand der beste Part vom ganzen Spiel. Geil. Beim Leon haben wieder andere Sachen gut und kreativ, aber so in der Form finde ich es einfach am besten, weil das macht einfach so viel Spaß. Das ist so gruselig und du bist richtig drin die ganze Zeit und entdeckst immer wieder neuen krassen Scheiß. Es ist schon richtig cool gemacht. Und beim Leon da haben sie halt die Infizierten und die Gegner insofern interessant, weil sie halt im Kampf sie anders anfühlen und du mit Mhm. jedem anders umgehen musst im Kämpfer. Und bei der Grace sind sie halt einfach die Typen von Monster so krass. Das macht's
Ich bin ja mehr Horror- wie Action-Fan und deswegen packt das mich vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, ist mir genauso Die gell, Action-Anteile, ja, du bist da eher im Horrorbereich, wer die Action-Anteile bei Resident Evil mehr zu schätzen gewusst hat und einen Sixer toll findet, der wird ja. Gibt es keinen auf wahrscheinlich der nie mehr Welt? Spaß haben. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Gibt es Ich bin mal einfach gespannt, keinen. ob es da jemals ein Remake machen. Ja, aber wenn, dann müssten sie es halt einfach neu machen. Also nicht gerade ein Remake, Ja. sondern Resident Evil 6, The Good Version dann bitte draus machen. Das war Ich weiß ja ja, gar nicht, ob das im Kanon irgendwie relevant ist, großartig. kann ich da auch nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich hab nämlich da Das, mit dem Spätzle damals mal haben wir angefangen, dass wir die durchspielen, da haben wir mit dem 5er angefangen und dann 6er, weil du es ja im Koop auch spielen kannst. mhm. Puh, ich war schon Mhm. so lästig irgendwann und dachte, jetzt muss doch irgendwann gar sein, auch dieser Scheiß. Es nimmt so überhand, dass es so beschissen ist. Ich habe es nicht geglaubt, aber es ist wirklich irgendwann einfach nur lästig gewesen. Ja, das braucht man, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube es auch nicht, nein. Ja, der Kopal hat jetzt vorhin noch reingeschrieben. Erstmal Servus, schön, dass du da bist, gell, hier. Er hat jetzt halt auch, okay, mein Katze randaliert schon wieder. Er hat jetzt, einer der es geschafft hat, alle Spoiler aus dem Weg zu gehen. Der Gnedelwurzler schimpft über die Leute, die nach 2 Tagen durchgespielt haben und einen Endboss auf YouTube stellen. Gut, aber du musst ja da nicht draufklicken auf das Video. Zwingt dich keiner dazu. Auch wenn du Ja, es nicht gewusst hast, aber gern keiner das zwingt Leid, dich. weil das ist ein wenig seltsam, weil das können ja dann nur YouTuber und Influencer gewesen sein, weil alle anderen haben ja mit bösartigen Flüchen belegt worden, wo sie das machen. Ja, nein, nach Release halt dann, oder geschrieben. 2 Tage nach Achso, dem ja, Release. sie haben, du darfst erst ab Samstag Mittag, glaube ich, seine Sachen Mhm. veröffentlichen, Es die kommt ja morgen aus, oder? mehr Am sagen für die 27. ersten die 1,5 Stunden oder so. Am Ja, also du hast 27. war das quasi Release. 0 Uhr und 6 Uhr, also 0 Uhr auf Konsolen, 6 Uhr auf PC und dann hast du quasi 1,5 Tage Zeit, das Spiel durchzuspielen, was du relativ sicher bist, dass du keinen Spoiler kriegst. Wow. Ja, und der Philipp sagt auch schon, er muss nach seinem Yakuza-Marathon einen Resident Evil-Marathon machen. Ja, unbedingt. Der Kerl Ja, gemacht, die sind wirklich alle gut. Oder, ja, bis auf den Sechser. Ansonsten habe ich zumindest mit alle Teile wirklich Spaß gehabt. Mein Einstieg war damals auf dem GameCube mit dem Remake von Resident Evil 1. Und ja, das war schon super. Und die Remake, jetzt halt eben mit den Remakes hast du wirklich die perfekte Spielerfahrung zum Zweier, zum Dreier, zum Vierer. Gut, das Fünfer ist ein guter Third-Person-Shooter. Das war gut, aber hat überhaupt keinen ja. Grusel mehr drin gehabt. Das Sechser hat es phasenweise versucht, aber war im Großen und Ganzen auch gerade nur Scheißtrick. Das Resident Evil Zero war auch sau cool. Code Veronica habe ich vor einer Zeit auf dem Gamecube noch nachgeholt und gespielt. Das ist auch geil und da ist ja auch schon länger im Gespräch, dass nicht ein Remake kommen soll. Ich glaube, dass die zwei Ähm, Teile wahrscheinlich vorher gemacht werden, bevor es ein 5er oder ein 6er oder zumindest ein 6er gelungen. 100 Pro. Also Ja, da glaube ich, kannst du viel mehr Leute ziehen, weil die glaube ich, sind nicht so weit verbreitet gewesen, diese Code Veronica und ja. Resident Evil Zero Ich habe Teile. das zum Beispiel nie gespielt. Die haben einfach an mir vorbeigegangen damals. Ja, Über den Zero Deckung. habe ich ewig lang habe ich das im Regal gehabt und habe es nicht gespielt. Ach, das habe ich mal angefangen, doch. Das habe ich irgendwann einmal angefangen, da habe ich schon 3 Jahre so im Regal gehabt und habe gedacht, jetzt packst du das und spielst das und dann habe ich 3 Stunden gespielt und bin gestorben und dann habe ich wieder von vorne anfangen müssen, weil ich vergessen habe, dass ich händisch speichern muss, weil ich halt da schon gewohnt war, dass ich es automatisch speichern. Aber es war halt da leider noch nicht so. Dann habe ich es nur mal Hm. 2 Jahre so liegen lassen und dann glaube ich das war dann die Zeit, wo das Remake vom 2 und vom 3er gekommen ist, dann war ich im Resident Evil Fieber und dann habe ich mir das Zero nur eingekaut und dann eben das Code Veronica und jetzt gehen wir eigentlich nur noch für die Hauptteile die 2 Revelations ab, die möchte ich noch spielen, die Mhm. sollen ja auch eigentlich ganz gut sein. Und ich glaube Outlast oder Outcast, weiß ich jetzt nicht mehr, die es auf der Playstation gegeben hat, aber was ich jetzt vor Zeit erfahren habe, waren ja das irgendwie schon so Online-Teile. Die glaube ich, haben keine Singlespieler-Erfahrung, Ja, sondern es hat sind schon ich auf. glaube, zwei Multiplayer ausgegeben. Genau, Ist und das das? war, und ja, dann wird das an mir vorbeigehen. Ja. Was sagt er? Soll ich mir dann das Remaster vom ersten Resi tun oder besser gleich das Remake vom zweiten? Ja, Also das ich erste darf es kannst mir du spielen. sparen. Ich darf es mir trotzdem sparen, weil ich glaube, da kommt auch noch ein Remake. Und jetzt, wo es ja quasi äh, Raccoon City wieder ein bisschen etablieren, könnte man Mhm. durchaus vorstellen, dass dieses nächste ist. Dass man wirklich nochmal ganz zurück zur Geschichte geht. Meinst du, dass sie vom 1 noch mehr ein vollwertiges Remake jetzt machen? Ja, ich glaube schon, dass das irgendwann kommt. Das können sie fast nicht machen. Wenn sie nie geremaked ist eigentlich grausam. Das ist ja furchtbar, weil das kannst du ja wirklich nicht mehr spielen heutzutage.
Ja, Das das ist ja, Remake schon auf dem Gamecube, das funktioniert. das Remaster war das, oder? Das war, Na, auf war dem das ein Gamecube war Remake? es ein richtiges Remake und dann ist auf der PlayStation 4 ist ein Remaster vom Remake praktisch gekommen. Ah, okay, okay. Ja, okay. Aber das ist auch schon wieder uralt, oder? Ja, klar, ist halt auch schon wieder fast 20 Jahre auf dem Buckel. Ja, also das ist her mit dem Also. Remake jetzt vom ersten Teil Kruzifix. Ja, und von Aber, Code Veronica und von Zero. Also, aber was auf gar keinen Fall ändern davon ist, das geile Intro. ja, das Weil ist, das, ich glaube, im Remake ist das nicht mehr dabei, so, das Remake, ja, ich hab da das Intro. mal den Director's Cut noch mal eingeworfen zum Ausprobieren. Das war offen geil. Das ist ein richtig geiler B-Movie. Weltklasse. Das ist so geil schlecht. Und dann können wir Zack jetzt Rager, spielen, das muss der genauso. gerade den Film macht, der Zack Rager, bitte orientiere dich an dem Intro vom Original ersten Teil und mach den Film Ja, genauso. Da bin ich das war voll super. dabei. Ja, bin ich gespannt. Ja. Resident Evil 9 werde ich mir auf alle Fälle dann auch holen, das geile Ding, wenn ich fertig bin. Und dann kann ich weitermachen mit dem Dragon Quest 2 Remake. Ich habe mir ja die Dragon Quest 1 und 2 HD, 2,5D sowieso Remakes geholt. Das Mhm, 1 habe ich mhm. schon durchgespielt. War mal so ein 15-Stunden-Ding. Muss aber sagen, ich war jetzt vom 1 nicht so begeistert wie vom Remake vom 3, weil du auch im 1 bist du allein und nicht in der Gruppe. Das macht es manchmal ein wenig eintönig und ein wenig ja, schwerer auch. Und ich habe gemerkt, was an sich nicht so schlimm war, aber du musst so jetzt manchmal extrem grinden, dass du da durchkommst. Und da habe ich halt überhaupt keinen Nerv nicht dafür. Das ist dann wirklich so eine Komfortlösung, die ich in so ein Remake einbauen müsste, dass ich nicht grinden muss, weil ich glaube, das war der erste größere Bossfight, zu dem ich hingekommen bin, der dann einfach mit einem Schlag mich teilweise erledigt hat. Und ich sage, da kann ich nicht einmal wirklich vorher taktisch mich vorbereiten, weil mich der einfach wegfegt die ganze Zeit. Da habe ich dann auch das erste Mal dann einmal so gedacht, ja okay, jetzt schuldet einfach die Schwierigkeit runter, weil es mir zu dumm, ich mag nicht grinden. Dann kämpfe ich mit dem und dann merke ich mir so, hey, der zieht mir nur immer bis auf den letzten Lebenspunkt ab und weiter tut er nicht. Keine Ahnung, warum das so ist und so, aber passt, habe ich gewonnen und spiele weiter und komme dann irgendwann zu dem zweiten, der noch krasser war. Und dann habe ich da 30.000 Erfahrungspunkte gekriegt und mir gedacht, Alter, sonst kriegst du halt so 10 für einen Boss, warum kriege ich da 30? Und dann habe ich mir ein bisschen in die Einstellungen rumgeschaut. Dabei, wenn du da auf einfach aber schaltest, dann schaltest du automatisch einen Unsterblichkeitsmodus ein. Und das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst gehabt. Aber ich dachte, ja, okay. Jetzt habe ich mit dem, und dadurch, das war dann auch mein Grinden, weil durch diesen zweiten Boss, wo ich so extrem viele Erfahrungspunkte gekriegt habe, bin ich dann wirklich auf den Stand gewesen, dass ich aber dann auch angepasst auf einen normalen Schwierigkeitsgrad weiterspielen habe können. Dann hat es dann hat's schon wieder funktioniert. Aber das ist mein großes Problem mit Dragon Quest 1 Remake jetzt gewesen, dass du da manchmal also schwierige Balance hast, weil so bei den normalen Gegnern, da hast du durch ohne, ganz normal ab und zu mal ein bisschen anspruchsvoll, du gehst einmal hops und so, das passt, da ist sie ganz cool, aber die Bossfights sind auf einmal so extrem gewesen, dass du meine Augen vorher einfach nur mit 3, 4, 5 Level hättest grinden müssen und ja, tut mir leid, aber die Zeit vom Grinden soll in meinen Augen vorbei sein, die ist einfach, Ja, das darf nur das mehr ist der, sein. der große, das große Manko von den Spielen, das ist ewige Ja, Gegrinde. Das ist wirklich, das macht so viel kaputt und das ist so unnötig. und das haben sie, war Das halt ist, damals, ja, war ja okay, und wenn die hundertprozentige Erfahrung von damals männlich ist, ja auch okay, dann sollte man vielleicht aber irgendwie noch einen Modus mit rein, wo man dieses Grinden nicht drin hat. ja. Ja, hat man ja eben im Unsterblichkeitsmodus jetzt auch gehabt. Aber das eins habe ich durchgespielt, sind also, ich glaube, 15, 16 Stunden oder so habe ich jetzt gebraucht für so eins, das ist ganz okay. Aber ich bin jetzt gespannt aufs zweite, weil ich habe irgendwie, ich brauche einen Kartenvergleich, das wollte ich vorher mal machen, mir ist nämlich vorgekommen, als war die Overworld Map die gleiche wie im Dreier, wo es an sich ja schon Sinn macht, hat, weil das Dreier ist ja praktisch die Vorgeschichte, darum ist ja der Teil als erster rausgekommen. Und man spielt in der gleichen Welt, aber ich habe mir irgendwie vielleicht, irgendwie ist mir die ganze vorgekommen, als sei ich in der gleichen Welt umeinander laufen. Darum ist, es hat sich auch gefühlt wie ein DLC für das Remake vom Dreier. Ich, ist cool, wenn man die JRPGs mag, man mag die alten und ich habe sowieso Bock auch drauf gehabt, diese Dragon Quest Teile mal zum Spielen. Aber es hat jetzt halt nicht die Begeisterung auslösen können wie das Remake vom Dreier. Das war nämlich richtig geil und richtig stark. Bin jetzt mal gespannt, wie es beim Zweiter weitergeht. Da hat man zumindest wieder eine Gruppe, mit der man kämpft. Das finde ich immer cooler als nur einen in so rundenbasierte Kämpfe, weil dann kann ich viel strategischer umeinander tun. Aber der werdet nur ein wenig auf sich warten lassen, bis ich den gespielt habe, weil jetzt erst einmal God of War und dann Resident Evil ansteht. Hast du eigentlich einmal Illusion of Time und Chrono Trigger gespielt? Chrono Trigger habe ich nie gespielt, aber das Illusion of Time habe ich gespielt, ja. Und das Illusion of, war schweineschwer, glaube ich, damals.
habe das damals nie gespielt, aber ich habe mir das dann einmal gekauft und habe das aber immer noch nicht gespielt. Also ich habe das Modul da hinten drin stehen und wollte das eigentlich immer mal Mhm. anfangen. Aber ich höre auch immer, dass Chrono Trigger das eins von den besten Spiele aller Zeiten sein muss. Und jetzt, Da warte ich schon die ganze Zeit auf ein Remake von dem Teil. ja, Das war weil das nämlich auch kriegst du so prädestiniert online. dafür. Nein, das glaube ich ist ja nie Das in kostet Europa auch, rausgekommen. na, das dementsprechend teuer ist das auch, wenn du das Ja, irgendwo als Modul kaufen möchtest. Das kostet eigentlich fast nicht dazu. Das ist echt ein bisschen blöd. Und es soll jetzt so unfassbar gut sein. Und ja, auch heute noch wunderbar funktionieren, was ich so her. da war eben so 2,5D Grafik-Remake war da prädestiniert fürs Chrono Ja, Trigger. Das werden wir sicher noch voll. kriegen. Da bin ich, also, weil die Dragon Quest Teile waren jetzt auch erfolgreich, das Octopath Ja, Traveler ist erfolgreich, dann ist ja in der, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt, aber da kommt ja nochmal eins von Square aus, in so einer 2,5D Grafik. Ich weiß jetzt leider diesen Namen nicht mehr davor, aber das glaube ich ist wirklich so Peak von der Grafik jetzt gerade, was diesen Stil angeht. Das schaut ja so unglaublich schön aus. Da kann nicht mal aha. Octopath Traveler mithalten, was ich jetzt in dem Trailer gesehen habe. Ich weiß, Was? das ist der Name, meine ich, von der Hauptfigur und dann ist noch irgend so ein Untertitel dabei. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen, wie dieses Spiel heißt. Wurscht, wird sowieso geholt, wenn es gespielt wird. Drum war eben, wenn es rauskommt, drum war eben Chrono Trigger lang überfällig, dass wir da mal ein fettes Remake auszuballern, weil das möchte ich ja endlich mal spielen. Dann hätte ich, glaube ich, fast die ganzen alten JRPGs, die damals immer so an mir vorbeigegangen sind, endlich mal alle aufgeholt, außer die Final Fantasy Teile. Aber da brauchen wir Ist ja es erst einmal Adventures selber of die. Elliot? Ja, genau das. Und das schaut so Wie? unglaublich schön aus. Und das glaube ich auch Square, oder? Ja, das ist gut. Das Genau. sind die Zeichnungen erinnern an Octopus Travel. Also, ja. Ja, genau. Das ist, Oh es ja, hat einen oh ja. ganz ähnlichen Stil, aber die Grafik schaut nochmal krasser aus, als sie bei Octopath Traveler ausschaut, Ah, finde das ich. ist das Switch 2 exklusiv? Nein. Eine Da Demo bin ich für mir die jetzt nicht Switch. sicher. Kommt aber Nein, auch kommt für für Switch 2 raus. PlayStation, kommt für alles raus, stimmt. 18. Juni. Da bin ich auch schon, also das hat mich auch sofort geflasht, wo ich das gesehen habe, wie schön das Das ausschaut. schaut richtig gut aus. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, dass du es erwähnt hast. Ja, ja. Und deswegen sage ich, Hm. jetzt hat hier mal noch Chrono Trigger raus Ja, in dem Stil und dann bin ich aufgestellt. Da bin ich sehr zufrieden. das ist sogar von dem Macher von Octopus Traveler. Ah, Sehr gut, sehr gut. auf die Merkt man. Liste, auf die Liste damit. Und was ich noch durchgespielt habe, ist Metroid Prime 4 Beyond. Habe ich durchballert. Meine erste große Beschwerde geht ans, wie heißt das Endgame. Ich bin da zum Boss hier und dann hast du so, ja, jetzt kannst du speichern und bla 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 und hab den dann besiegt und bin natürlich Komplettist, weil es ein Metroidvania und möchte natürlich alles auf 100% haben. Gebe mir nur 2% Items ab, das wo halt dann auch, glaube ich, nur zwei Stück sind oder eins, keine Ahnung. Aber wenn du dann speicherst, nachdem du fertig bist, dann wird die Mission als abgeschlossen, abgespeichert und du musst neu anfangen. Und dann hab ich gedacht, fickt euch Oh doch, warum kann ich da Gott. nicht wieder ein? Oh. Was soll denn die Scheiße? Jetzt kann ich das nie auf diese 100% spielen. Es hätte zwar absoluten Wiederspielwert, vor allem also aus dem Grund, weil es dann einen schwierigeren Modus freischaltet, weil das war schon Epsi, das war kack einfach. Also es war fast überhaupt keine Herausforderung. Das hat mich echt gewundert, dass es so einfach ist, weil ich weiß es nur, ich glaube, vor allem das 2er und das 3er, die haben teilweise echt fordernde Gegner drinnen gehabt, was richtig schwer geworden ist. Und das heißt da, also mir war das viel zu einfach, das Spiel. Hätte ich gern von Anfang an diesen schweren Modus zu freischalten gehabt, weil da hätte ich wahrscheinlich dann irgendwann im Spiel einmal umgeschalten. Und weil so ist es dann eigentlich fast eine reine Entdeckungstour, weil du keine Herausforderung hast, außer die Bossfights, die sind immer ein bisschen fordernd, aber sobald du die Schemen vorher noch durchschaut hast, funktioniert das auch. Und der letzte Boss, das ist aber, glaube ich, irgendwie so Metroid Standard, dass der letzte Boss immer noch mal ordentlich anzieht. Der war schon nochmal schwer, da bin ich ein paar Mal hops gegangen, war aber cool gestaltet und alles. Ansonsten war es, also wer Metroid Prime schon gespielt hat, ist sofort wieder daheim. Es schaut super schön aus, also auch auf der Switch 1 hat das immer noch ganz schön ausgeschaut. Ich habe keinen einzigen Fehler feststellen können, also ich habe nie irgendwie Ruckler oder sonst was gehabt. Das ist schön flüssig durchgelaufen. Die Ladezeiten sind das große Manko auf der Switch 1, aber das hat man vorher schon gewusst, wenn man sich mal kurz damit beschäftigt hat. Hm. Aber sie sind jetzt auch nicht so ausufernd, dass das nicht aussetzt, sondern dann greifst du halt in der Zeit mal kurz überall, wo es dich juckt und dann kannst du den Controller wieder in die Hand nehmen und weiterspielen, das ist nicht so dramatisch. Was mir, was ich allgemein angreifen muss, ist das Gefühl, die sind zu sehr auf Nummer sicher gegangen bei dem Spiel. Also, das haben wir ja im letzten Tag so schon erzählt. Das ist ja 2017 angekündigt worden, ich glaube damals nur auf der E3 und dann ist es eingestampft worden und komplett nochmal neu von die, ich glaube, Retro Studios heißen es, komplett neu entwickelt worden. Und ich glaube, sie wollten dann halt wirklich komplett auf Nummer sicher gehen, weil es ist
nicht sonderlich innovativ, da ist so gut wie keine Innovation drin, sondern es ist einfach eine Fortführung von die vorherigen Teile. Es hat wirklich so Peak-Gameplay, es steuert sich hervorragend, auch die Bewegungssteuerung, wenn man das mag, alles perfekt, Erkundung, Welt, super geil und so, aber innovativ null. Da ist nichts Neues dabei, das mit dem Moped in der mit dem Moped in der Open World umeinander fahren, ja, ist cool, aber es ist ja keine Innovation, das habe ich schon tausendmal gehört. Die Open World ist auch, da hat man unglaublich viel Potenzial verschenkt. Da hätte man, also es ist, du hast jetzt so ein Sandbox, wie so ein Sandkasten groß, weil so eine riesige Wüste ja noch ist. Da fährst du mit dem Moped umeinander und es verbindet dann die einzelnen Level, die sind halt dann einmal schön kreativ gemacht. Haben immer eine geile Atmosphäre, das hat Metroid Prime immer können, geile Atmosphäre zum Aufbauen, dass du die wirklich allein fühlst. Du hast halt, es ist ja nie irgendjemand da, du bist alles ist feindselig auf dem Planeten, es hat ja immer so richtiges Alien-Feeling, wenn du dann so durch so alte Gebäude durchgehst und so Schlauchlevel hast und dann kommen die Gegner und graben an die Wände und überall und hupfen hin und her, das ist wie bei Alien, bei Aliens 2, richtig cooles Feeling, aber wie gesagt, du kannst gerade immer wieder sagen, Innovation wo? Die haben wir bei dem Spiel Aha. wirklich komplett hinten runterfallen lassen, ist jetzt kann man jetzt nicht schlecht finden, kann man aber auch gut finden. Meine eine sagt, ich hätte gern ein bisschen mehr Nice Code. Ich sage, hätte ich gern Code, aber es macht mir jetzt das Spielerlebnis nicht kaputt. Es macht trotzdem viel Spaß. Ähm, Es wird definitiv eine Fortsetzung geben. Also, das ist, wenn man es dann durchgespielt hat und die Finalsequenz sich angeschaut hat, dann weiß man, das arbeitet auf einen weiteren Teil hin. Du bist hier, auch wenn es, wie ich gesagt habe, dass du immer so diese Atmosphäre hast, dass du allein bist und die Isolation. Du bist da nicht ganz allein, du hast ein paar NPCs mit dabei, die mit dir auf diesen anderen Planeten geschickt werden, weil du bist ja da, um kurz die Story zum Abreißen, die geht auf ein Bierfeldslaufe. Du wirst, bist in der Föderation in irgendeinem Lager, wirst angegriffen, dann zerreißt sie und du wirst auf einen fremden Planeten geschickt, den noch keiner kennt, der nirgends verzeichnet ist. Und es sind ein paar NPCs dabei, die du dann nach und nach in jedem Level findest. Die haben eine Sprachausgabe, die sind aber ultra blass, werden nur mit so 80er Jahre B-Movie Militärsätze bestückt, sage ich mal. Sie sind die harten Marines und alles für den Marine Corps. Hau, gerade, dass sie die ganze Zeit Hau schreien. Ähm, ich hätte es nicht braucht. Sie sind ein nice to have, aber sie sind nicht wirklich eine Bereicherung, sag ich jetzt mal, für das Spiel. Einzig cool ist die erste Figur, der Mackenzie. Das ist so ein Forscher, der ist ganz nett. Und dann später findest du so einen Cyborg, der da ein bisschen hilft, der ist auch cool. Das sind zwei coole Figuren. Was halt auch ein wenig komisch oft wirkt, weil Samus Aran, die redet ja nicht. Die ist immer stumm. Und dann hast du aber oft einen Dialog mit denen und dann sagt die irgendwas und du stehst da. Und er redet wieder und du stehst da. Maximaler Kopfnicken oder selbst du kriegst. Ähm, Stark. ja, das ist ab und zu ein wenig befremdlich, aber nicht unbedingt dramatisch. Mein Hauptmanko ist wirklich das gewesen, dass ich am Schluss, wenn ich es gespeichert habe, dass ich dann nicht einfach nur mehr eine kann vor dem Endboss, wie es halt bei allen anderen ist, und kann da mir nur schnell die zwei Items suchen und den Endboss nicht mehr besiegen, dass da 100% steht, ist Arschgeigen. Was soll das? Das nervt mich richtig. Aber ansonsten, ja gut, eins, was ich noch habe, gefühlt zu viel wiederholende Gegner, weil du hast irgendwie immer die gleichen Gegnertypen, die dann einfach von Gebiet zu Gebiet andere Fähigkeiten haben. Dann hast du ein Gebiet im Vulkan, dann ist der gleiche, fast gleiche Gegnertyp wieder da mit Feuer. Dann bist du in der Eisland, dann ist er mit Eis da, dann ist er später mit Säure da und so weiter. Sie werden zwar dann auch immer Hm. stärker, aber gefühlt sind mal die Gegnertypen zu oft recycelt worden. Du hast zwar trotzdem eine sehr große Palette an Gegnertypen, aber ich hätte es cooler gefunden, wenn in jedem Gebiet dann einfach ein bisschen andere Designs warten. Das gleiche ist, weil du hast ja da dieses Environmental Storytelling, dass du alles abscannst immer, wenn du in den Raum reinkommst, da hast du erstmal die Scan-Funktion ein und schaust da alles an. Und da wird dir dann auch viel aus der Welt und aus dem Leben und so, und warum dieser Planet so verwüstet ist, wird dir da erzählt. Und da hast du dann auch ganz oft beispielsweise einfach nur Transportboxen, die kannst abscannen und dann hast du halt Feuerbereich, Transportbox, Feuerfest, Eisbereich, Transportbox, Eisbereich. Also, und wenn du halt alle Sachen abscannen möchtest, weil das wird auch Zeit, Scan-Fortschritt und der Item-Fortschritt wird halt der Zeit, dann scannst du natürlich alles ab. Es war halt irgendwie cool, wenn es hervorkommen war, ist es ein Scan, der wichtig ist für den Fortschritt oder nicht, weil dann hättest du da bisschen was sparen können. Hm. Also, was so kleine Stellschrauben gibt, wo ich sage, das, wenn es im zweiten Teil ein wenig verbessert, dann ist es wieder ein perfektes Metroid Prime. So ist es ein geiles, ist es auch trotzdem ein cooles Spielerlebnis gewesen. Auf 15 Stunden kannst du es durchlaufen.
Oder sagen wir mal, wenn's mit Metroid Prime noch nichts zum Tor gehabt hast, dann wär's wahrscheinlich eher so 20 Stunden unterwegs sein. Aber ich bin ja wieder Prime-Veteran, was schon alle Teile schon hier, also da kannst auf 15 Stunden kannst du durchheizen. Aber so Empfehlung von mir auf alle Fälle für Metroid-Fans. Endlich wieder Metroid Prime in der Ego-Perspektive. Sehr schönes Ding. Immer wieder immer wieder einen Sidescroller, fix viel besser. Das ist natürlich war sehr zu wünschen, dass wir eine Ja, Fortsetzung zu Dread kriegen. das war geil. Da wird man irgendwie überhaupt nicht drüber geredet über Dread. Das finde ich nicht gut. Das war super. Das war echt sehr geil, ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Da war Das wieder, wird war aber irgendwie, sauber zu kurz damals, gell? Das haben wir eh miteinander gespielt. Ich glaube, auf 13 Stunden oder so war das durch. das war relativ schnell vorbei, ja, die Geschichte. Das hätte auch hätte ein bisschen länger dauern dürfen. Aber Auf alle naja, Fälle. ist ja schön, wenn wir ab und zu mal ein bisschen kürzere Spiele kriegen, weil haben wir immer so große Klopfer auch mit dabei, die uns so viel Lebenszeit kosten. Das ist es wohl, ja. Ich hätte nämlich auch gehofft, dass das God of War, dass ich da mit den 20 Stunden, dass ich durch bin und dann sage ich eben heute, wo ich aufgehört habe, ich glaube 21 Stunden und 6 Minuten war ich und bei 54% insgesamt. Da hab ich so, okay, Ja. Ich habe mir auch ist schon doch gedacht, das schieben nichts. wir mal schnell irgendwo dazwischen oder so, aber nein, dann doch nicht. Wenn das Ja, quasi ein die kleiner Snack ist. 54% geht halt auch auf die Sammlerei zusammen, ob du alles sammeln möchtest oder so, das zählt ja da Ja, mit. Also ich weiß, trotzdem. die 54% sind jetzt nicht reiner Story-Fortschritt, weil ich glaube, ich bin schon im letzten Drittel auf alle Fälle, aber du wirst trotzdem mal mit der Story 20, 25 Stunden beschäftigt sein. Ja. Da kannst du ein bisschen Zeit investieren in die Sache. Kann ich zweimal Resident Evil durchspielen. Fast. Ja, ja, nichts Schlechtes. Oder du holst ein Gamecube und spielst mal das Code Veronica. Ich habe tatsächlich noch nie einen Gamecube besessen. Das war Oh, das vielleicht, ist die traurigste Nachricht, die ich heute gehört habe. ich weiß nicht, für was braucht man den? Also Aloha schon mal wegen Eternal Darkness. Okay, Punkt. Ja, los ich gelten. Eternal Das Darkness, eins der ärgert mich besten tatsächlich, dass ich Spiele, das nicht spielen darf. eins der besten Horrorspiele, die ich jemals gespielt habe. Dann Luigi's Mansion. Ja, gibt es Brauchst. ja jetzt auf der Switch. Ja, natürlich, aber kommst du mit der Story gar nicht mit, wenn du den ersten Teil nicht Ja, gespielt hast. das stimmt. Ich habe wirklich tatsächlich Probleme gehabt, wie das 3 als erstes Mal gespielt habe und habe mich überhaupt nicht auskennt. Ja, Dann habe siehst ich du, ja jetzt aufhören kommst. müssen, weil das hat mir zu starken Brainfuck verursacht. Ja. Dann haben wir natürlich Wind Waker, Zelda, Legend of Zelda Wind Waker. Das war hervorragend. Super schön. Twilight Princess, wie der Gnedelwurzler gerade schreibt. Twilight Princess, ganz wichtig. Okay. Wenn man gar kein so ein Zelda-Fan ist. Dann ist man Hurensohn. Okay, verstehe, Aber verstehe. mit denen, du bist ja nur von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom kein Fan gewesen. Die hat ja dieses Sandbox-Ding nicht so viel abgegeben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die alten Zelda, wie man es halt kennt, ob du die jemals gespielt hast, so ausführlich. Das müsste Der, vielleicht ja, das auf dem Super Nintendo ist das Link to A the Link to Past? the Nein, Link's Past, ja. Awakening. Nein, also Link to Link the to the Past. Past. Link's Awakening war das auf dem Game Boy. Und Und dann jetzt auf der Switch. Link's Awakening, genau, die zwei. Die Ja, zwei. Ja, die habe ich geil ja, aber gefunden. mal so ein cooles 3D-Ding wie Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Ich habe Twilight das damals Princess. gespielt, Das sind hat mir meine nicht so viel abgegeben, muss ich Peak, ganz ehrlich sagen. Peak Zelda. Ja, du bist aber Der auch hat aber 14. Breath of the Wild hat mir eigentlich schon gut gefallen. Das andere war mir dann einfach zu blöd, ehrlich gesagt. Da habe ich noch 25 Stunden aufgehört. Fand ich nicht Ja, gut. hast du gerade Haben wir eh schon drüber geredet. ein Zehntel gespielt. Genau, Super Mario Sunshine war auch, wird zwar oft kontrovers besprochen, Super Mario Sunshine hat mir einen GameCube-Controller gekostet, aber trotzdem war ein sehr gutes Jump'n'Run, also ja, brauchst du einen GameCube, was möchtest du denn überhaupt? Ja, ich sehe schon. Muss man wieder Ja, irgendwo. Oder ich warte einfach, bis ein Plastik-Gamecube rauskommt. ja. Oder du holst das Switch 2, weil da haben wir jetzt halt auch die GameCube-Spiele dann zur Verfügung. Niemals werde ich mir eine Switch 2 kaufen. Du Das ist holst das das Switch 2, sonst unnötigste haut der Stück Cent aus. Scheiße, das es gibt auf der Welt. Du Nein, bist das niemals. unnötigste Stück Scheiße auf der Welt. Ruhig, Brauner, ruhig. Nein, nichts ruhig, ich raste komplett aus. Ich raste hier komplett aus. Aber das war's an Zockerei, die ich gehabt habe. Weißt du, hast du wahrscheinlich dann auch nichts mehr, wenn du ganz im Urlaub bist, oder? Nicht wirklich. Nicht Ja, wirklich. Ich habe faules sonst, glaube ich, Schwein. eigentlich nichts gespielt, was irgendwie Faules Schwein. erwähnenswert war. Ich habe ein paar Sachen installiert, die ich dann nicht angelangt habe, aber das bringt uns jetzt nichts, wenn ich das Nein, erzähle. nein. Ich schaue ja gerade wegen Releases im März, aber es kommt ja nicht wirklich was Gescheites aus im März, habe ich Ah, gesehen. du, Oder? da hast du nicht gescheit geschaut. Was? Was da denn Ähm, kommen? Außer mit pass der auf, wir Geschichte. haben Marathon Weil, kommt raus, das neue Bungie-Shooter-Dings da, der Destiny 2 Nachfolger, das war der scheißegal. sehr
das ist mir auch wirklich tatsächlich vollkommen egal und ich bin mir fast sicher, dass er Rohrkrepierer wird. Äh, Dann, was ich noch gesehen habe, auf der Indie-Schiene 1348 Ex Voto kann interessant sein. So ein Okay. Mittelalter-Ding. Setzt viel auf Schwertkampf. Da spielst du, ich glaube, es ist eine Dame, die irgendwie ihr Ja, bin ich Freundin wieder raus, war entführt auch kein wird. Scheiß. Ja, total wocker Scheiß. Topfhaarschnitt. Ja, das ist ja noch Kampflesbe ist auch noch, oder? Feministenscheiß da. Hat aber eine ziemlich ansprechende Grafik. Schauen wir vielleicht einmal an. Ich habe mal einen Key angefragt, vielleicht kriege ich da vorab Zugang. Kann ganz interessant sein. Okay. Dann kommt John Carpenters Toxic Commando, Oh, mhm. Was ich ist immer noch zwar nicht schön, dass verstehe, sein warum es das Name, gibt. das ist ja schön, dass sein Ja, Name draufsteht, John Carpenter geht eigentlich immer, aber ich weiß nicht, was ich von ihm, ob das Spiel wirklich toll wird. keine Ahnung, ich glaube nicht. Dann haben wir Solasta 2 für Strategiefans, bin ich raus. Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection, weiß nicht, ob es Monster Hunters Fans gibt, ich bin keiner. War wahrscheinlich schon, was mir gefallen hat, aber ich mag nicht. Ich habe das letzte Zeit lang gespielt, aber ich bin da nicht warm geworden damit. Du musst halt einfach, ja, die Party ist ohne mich gestartet und die wird weiterlaufen ohne mich. Life is Ähm, Strange, Reunion, schreibt der Philipp. Und ja, sehr Crimson geil. Desert. Crimson Ich, Desert ich muss wird mal andere episch. Seiten für Spiele-Releases suchen, weil meine Pressor-Key-Seiten ist anscheinend der Ja, die kannst du Arsch. vergessen, die Die ist Arsch. macht die nur ja, Pepper. Also, Ich weiß nicht. ähm, Crimson Desert wird krass, glaube ich. Also, ich habe das auf der Gamescom ja auch gespielt, aber damals erzählt, Mhm. völlige überladene Steuerung. Die möchten alles auf einmal und von dem 10.000. Also, das wird sehr krass. Also es wird definitiv ein Hit oder Miss, glaube ich. Viel dazwischen wird es nicht geben. Grafisch eine Wucht, aber performance-technisch echt scheiße gewesen damals. Also da kann wirklich alles passieren. Die waren immer sehr an Feedback interessiert. Die haben das auch sehr ernst genommen, haben sehr akribisch mitgeschrieben, was mir einer erzählt hat. Ich glaube, Die sie haben einfach nur die haben glaub, aufgeschrieben, der Typ ist eine Fotze. nein, das dann nicht. Asiaten immer Okay. nicht. Ja, das stimmt. Und die haben auch ein paar Mal noch verschoben und ich glaube, die haben sich viel Mühe gegeben, das dann noch verbessern. Ich bin jetzt echt gespannt. Das ist jetzt, ja, jetzt haben wir noch ein bisschen was über 2 Wochen. Mhm. Ist auf alle Fälle ein spannendes Ding. Was am gleichen Tag rauskommt, was mich wahnsinnig stark auffuckt, ist Maus PI for Hire oder Na, Mausdetektiv oder so, wie es jetzt das heißt. haben sie jetzt halt verschoben auf April. Ach, Gott sei Dank. Da haben sie Jetzt die nämlich, Listen nicht aktuell. ja genau, weil da haben sie nämlich, ich glaube, die Woche erst, glaube ich, hat das Studio bekannt gegeben, dass sie noch mal ein bisschen nachschleifen müssen wollen Ah, Gott und sei Dank. haben es auf April verschoben. Dann kann ich das vielleicht spielen, das freut mich. Das können wir dann nächsten Monat in der Liste erwähnen und dann noch Life is Strange Reunion, ja. Das ist auch Ja, sehr okay, cool, glaube ich. ja, die sind sicher cool, aber die habe ich leider nie gespielt. Ich habe einen ersten Teil damals gespielt, der war fantastisch, ich habe ihn geliebt. Die anderen habe ich Mhm. dann nicht gespielt, weil das ja quasi andere Geschichten haben mit anderen Leuten, die haben mich dann nicht mehr interessiert. Jetzt ist Mhm. letztes Jahr aber nochmal einer mit der Hauptdarstellerin vom ersten Teil rausgekommen und Ja, jetzt genau. wird quasi die Geschichte vom ersten Teil nochmal weitererzählt, die eigentlich abgeschlossen war. Aber jetzt kommt es doch wieder zurück und glaube ich ganz spannend für Leute, die den ersten Teil gespielt haben. Ich möchte jetzt ganz gerne spielen, ich fürchte fast, dass ich nicht dazukomme, aber ich glaube, das ist geil. Das ist bitter. Diese Zeit einfach, diese Zeit, Mann. Ja, Wie das immer. ist schlimm. Das wird immer Wie weniger. immer. Irgendwas müssen wir in unserem Leben weglassen, damit wir mehr spielen können. Ich weiß aber nicht, wo es. Jetzt habe ich schon meine Arbeiten. Arbeit ein bisschen darauf ausgerichtet. Also, Dass ja. ich in der Ja, nachdenke und nicht am Lesen hilft. dann Hund abgeben und Frau weghauen. Ja, das ist wirklich das Einzige, was mich noch aufhält im Leben. Danke für nichts, Weiber, zum Hund sagst. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, holt's mir ganz Leben auf. Übrigens, hast du Hitman gespielt? Oder spielst du Hitman? Ich möchte nur spielen, weil da kommt ja, glaube ich, auch irgend so ein Complete Edition, oder? Von den 3 letzten Teile raus. Nein, das ist doch jetzt Kommt, umgestellt worden auf das World of Assassination-Dings. oder irgendwie, ja, ich habe nur Und mal gelesen, dass da irgendwas käme soll. Ich glaube, ich habe es zwar, da habe ich einmal, hab ich einmal in der Bibliothek, weil es war mir gratis drin. Das ich Einser, glaube, die glaube ich, haben für PlayStation 3 habe ich das Einser, glaube ich, auch im Regal stehen, aber ich habe es nie angespielt. haben die nicht in der World of Assassination-Ding sogar alle drin? Ich glaube schon. Das ist also eine ganz komische Sache, wie die das jetzt gemacht haben. Ja, Auf ich alle habe auch noch Fälle, nicht durchblickt. ich habe es einmal, weil sie mal eine VR-Version ausgebracht Mhm, haben. Da war ich doch dann in Barcelona und dann wurde ich gezeigt, warum auch immer. Und das habe ich dann ein bisschen gespielt und dann habe ich das also ein bisschen gesehen. Das ist ja quasi wie so ein großer Hub, wo du dann verschiedene Missionen spielen kannst. Und die bringen ja mhm, immer wieder so DLCs raus, wo du quasi eine neue Zielperson hast. Und das ist ja jetzt mittlerweile immer irgendein Promi. Das mhm. war ja schon mal der von
von Skyfall, der Bösewicht, glaube ich, und Mhm. jetzt fällt mir der Name nicht ein, Dust Bunny Hauptdarsteller, Mads Mikkelsen. war auch schon mal irgendwo dabei, glaube ich. Und jetzt Mhm. heute ist Mila Jovovich quasi als Resident Evil Crossover Okay. rausgekommen. Das kann man Und ab ich kann sofort trotzdem gratis aber die spielen. anderen Teile auch da drin irgendwie spielen, oder wie? Das ist quasi auf Missionen jetzt aber Du hast halt quasi, du kannst in verschiedene Städte und da verschiedene Ja. Missionen machen, die kannst du machen, wie du magst. Das ist quasi keine fortlaufende Story mehr, sondern du Mhm. machst halt Missionen. Irgendwie so habe ich das verstanden. Muss Also ich mir es mal ist ein bisschen, einlesen. ist ein bisschen wirr, aber das setzt halt quasi auf dieses Ja, Sandbox-artige Auftragskiller-Universum und da ist ja eher die Mission spannend wie die Geschichte an und für sich scheinbar. Und das haben sie ja. sich jetzt irgendwie zunutze gemacht und bringen da immer wieder so kostenlose, glaube ich, kostenlose, der Heide ist auf alle Fälle kostenlos, DLCs außer mit neuen Missionen. Ist anscheinend ein ziemlich rentables Konzept für sie. Muss ich Läuft. mir mal ankicken. Weil interessiert hatten sie mich voll die Teile, aber habe sie irgendwie nie gespielt. Also damals auf der PlayStation 2 habe ich mal eins ein wenig gespielt gehabt. Aber die neue Trilogie, die da gekommen ist, die habe ich leider überhaupt nicht gespielt und die hat mich schon sehr stark interessieren. Ist schon cool, was man da machen kann. Also du kannst Mhm. wirklich jede Bananenschale, die rumliegt, hernehmen und alles Mögliche. Also sehr reaktiv die ganze Welt und so. Also ist schon cool. Kann man schon viel Spaß haben. Aber ja, muss man sich halt ein bisschen einfriemeln, dass man das alles mal versteht, was man da so da kann. Aber Ich kapiere überhaupt nichts mehr. wer Zeit hat, kann das machen. Wir nicht? Sicher cool. Wir nicht. Na, wir Wir nicht. müssen wir nämlich Bullock schrauben. Genau. Eine kurze Randnotiz: Marvels Wolverine hat einen Release-Termin. Jetzt hat der ist gestern September. rausgekommen. 15. Da bin Kaufen. ich schon Wallecke, da flippe ich aus. Ja, da bin ich Das wird gespannt. richtig geil. Da habe ich So, richtig Bock drauf. Ja, da, was sagt der Philipp noch? Das letzte Hitman mit einer Story, die ich gezockt habe, war das Absolution, aber das ist auch schon wieder 10 Jahre alt, glaube ich. Ja, war das nicht sogar der erste mhm. Teil von der Trilogie oder so? Kann das sein? Ich Ich weiß weiß nicht. nicht. Ich hab den ersten Teil damals am PC gespielt, wie ich ein Kind war. Und dann habe Mhm. ich die anderen habe ich Deswegen bist nicht du gespielt. gestört. Ja, das hat mich ein bisschen, das hat mich geformt. Ja, weil du einfach Das hat zu mich jung. geformt. Es kommt davor, wenn die Eltern nicht aufpassen, was einer Kind am PC treibt. Mhm. Bös, bös. Dann hast du so einen Fratzen da wie ihm da. Der leider mit Klavier so Seiten erdrosselt, weil es Ja, gelernt hat im Klassiker. PC. Ja. Ja. Und sie So schnell geht's. selber damit wirkt, während er masturbiert. So weit darf ich nicht gehen, aber in die Richtung, ja. Hassi. Ja, dann Guti. war's das mit dem Talkthrough für den Februar, oder? Ich würde sagen. Ich würde sagen. Passt. Ich muss Und nämlich was erstaunlicherweise auch noch im Bullock Februar schlafen. stattgefunden hat, gell? Muss man auch noch sagen. Das ist Was denn? krass. Normalerweise haben wir ja immer, verschiebt es ja immer irgendwie in den nächsten Achso, Monat, ja, ne? ja, Aber wir wir haben haben jetzt einen guten echt fresh. Rhythmus. Wir haben einen guten Mhm. Rhythmus, ja. Bin ich stolz auf uns. Mal schauen, ob wir es auch wieder so hinkriegen, dass wir Ende März auch gleich mit dem Talkthrough weitermachen. Ich würde sagen, wir halten uns das so fest. Toi, toi, toi. Die Daumen sind gepresst. Es ist ja davon abhängig, wie viele Steady-Abos das wir kriegen. Also macht uns Steady-Abos, weil dann können wir unsere Arbeitszeiten reduzieren und da haben wir dann auch mehr Zeit dafür, dass wir einen Talkthrough machen. Also ab auf Steady, macht ein Abo. Das Größte Mehrere am bitte. besten. Ja, genau, mehrere. Verschenkt es auch. Es könnt ihr Steady-Abos auch verschenken. Macht mal eure Liebsten eine Freude, weißt du schon, und lasst es Mhm. teilhaben an dem besten Podcast der Welt. Seppi, schön, dass du dabei warst. Wie immer gern, wie immer gern. War mir wieder ein inneres Flauern mit dir, wie immer. Mhm. Oh, Schön. ja. Wer Konnoisseure des geschmackvollen Ribjobs. wissen, wo was redet. Ja, hier Fette Potato an alle, die zugeschaut haben und an die Spende von Philipp. Danke, Küsschen auf die Nüsschen. Mille grazie. Ähm, Es kommt dann noch also ich habe es gestern schon gesagt, es ist eine Folge rausgekommen zu Primate die Woche. Es kommt eine Folge raus zum Hardline Filmfestival mit den 4 Filmen, die wir vorstellen dürfen. Und dann hören wir uns nächste Woche und sehen wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge und zum Kassettenschmerz. Macht's es gut, vielen Dank. Weiter so mit dem Rhythmus, sagt der Philipp. Hoffentlich schafft es der Corby auch mal wieder. Der schafft überhaupt nichts außer schwul sein. Was ja nicht schlimm ist, also keine Homophobie hier. Der darf ja trotzdem nur bei uns mitmachen, auch wenn er nicht im gleichen Raum mit uns sein darf. Ähm, ja, Okay. auf Wiederschauen. Wir lieben euch. Danke für alles. Tschüssi. Wiederschauen. So.
Dann Corby auch noch abgespult. Sehr schön. Haben wir noch live.